Ist gestern wieder spät geworden? Ja, schon. Wo warst denn so lang? Ja, Sitzung. So. Hättest du heute Nacht was von mir wollen? Schon, aber du hast schon geschlafen. Ja, freilich. Bei der Nacht bin ich müde, da schlafe ich. Und beim Tag, da muss ich arbeiten. Du, ich lieg auch nicht den ganzen Tag auf der faulen Haut. Geh. Was tust denn du schon groß? Also, was das? Eine Ehe ist das auch nicht mehr. Geh, wieso denn nicht? Wo warst denn eigentlich die ganze Nacht? Ich hab dir doch schon gesagt, Sitzung. Aber doch nicht bis um 3:30 in der Früh. Ja, mei, manchmal zieht sie sich halt, gell? Leg mich nicht an. So eine Sitzung dauert doch nicht bis um 3:30 in der Früh. Da steckt doch irgendein Weißbild dahinter. Ja, Schaffzeiten, sag einmal, was ist denn los mit dir? Suchst du vielleicht einen Streit, ha? Ich möchte bloß wissen, wo du so lange warst. Das hat man davon. Da möchte man einmal ein bisschen zärtlich sein, nicht? Einmal im Monat und dann, nicht? Dann, Guten Morgen. Kann man sich an den Tisch hinsetzen? Oder ist gerade Gewitterstimmung? nix ist. Morgen, Papa. Morgen. Spät heimgekommen ist er. Ich weiß schon. 3:30 war's. Da sag mal, wer hat Sie vielleicht von euch zwei schon überwacht? Okay, Papa. Ich hab nur die ganze Nacht nicht schlafen können. Drum hab ich dich gehört. Wieso kannst du nachts nicht schlafen? Du jetzt nicht ablenken, gell? Du warst nämlich derjenige, der so spät heimgekommen ist. Du, ich sag dir. Ich sag dir, dass ich frisch Hemmer brauche und frische Unterhosen brauche ich auch. In der alten kann ich mich nicht mehr sein lassen. Jetzt hab ich dich. Wem willst denn du deine Unterhosen zeigen? Ja, mal, jetzt holt einmal deine Mutter an, die spinnt doch ein bisschen. Ein frisches Hemd habe ich natürlich gemeint. Du, ich kenn dich. Guten Morgen. Familienidylle beim Bürgermeister. Da sieht man halt gleich, dass in dem Haus die Welt noch in Ordnung ist. Ah, und der Kaffee, wie der duftet. Ja, der duftet, Gelbart, aber nicht für Sie. Sie können ja gleich wieder verduften. Wie kommen Sie überhaupt da rein? Durch die Tür, wie jeder anständige Mensch. Die stand übrigens offen und das hat mich doch ziemlich gewundert. Danke. Sie werden sich gleich noch mehr wundern. Draußen vor der Tür ist ein Klingel. Gut, dass Sie mir das sagen. Beim nächsten Mal nehme ich's dann. Was machen Sie denn eigentlich schon so früh bei uns, Herr Bader? Ich wollte meiner Pflicht als braver Bürger und pflichtbewusster Gemeinderat nachkommen. Er, braver Bürger und pflichtbewusster Gemeinderat, dass ich nicht lache. Gebader, Sie sind doch bisher gegen alles gewesen. Gegen alles. Das stimmt nicht, Herr Bürgermeister. Bei der Erweiterung unserer Kläranlage, da habe ich zugestimmt. Und ich war auch für die Sanierung von unserem geschichtsträchtigen Gebäude. Dieses geschichtsträchtige Gebäude, diese alte Hirben, die hätten wir besser abgerissen. Das war uns billiger gekommen. Also, was treibt den pflichtbewussten Gemeinderat zu mir? Ja, also, stellen Sie sich vor, Herr Bürgermeister, bei uns im Rathaus ist heute Nacht eingebrochen worden. Man hat eine Fensterscheibe eingeschlagen und das Fenster steht sperrangelweit offen. Na, Einbruch im Rathaus. Jetzt macht dieses Gesindel nicht einmal mehr vom Rathaus heute. Ja, Sie müssen sofort rübergehen und sich die Sache anschauen. Ich rufe schon mal die Polizei an. Nix da. Keine Polizei, da brauchen wir doch keine Polizei nicht. Sie sind gut. Schau ich doch selber nach. Das ist ja unglaublich. Ja. Ein Einbruch im Rathaus. Kommen Sie, Vater, was ist denn? Moment, Herr Bürgermeister. Sie bleiben da, bis ich wieder komme, gell? Ja. Bin gleich wieder da. Jawohl, ich warte mit dem größten Vergnügen. Das muss ich mir jetzt auch anschauen. Rammst du deinen Tisch ab, weil ich gleich zum Einkaufen gehe, gell? Mach ich. Wiederschauen, Herr Bader. Auf Wiederschauen, Frau Bürgermeister. Das hat mir jetzt seit 5 Stunden gefällt. Und mir erst. Ich hab die ganze Nacht nicht schlafen können. Na, ich schlaf schon seit ein paar Nächten nicht mehr. Morgens, mittags und abends kann ich nichts mehr essen, weil ich immer an dich denken muss. Und nachts kann ich dann nicht schlafen, weil ich so viel Hunger habe. Oh, armer Freddy. Weißt du was? Jetzt sitzt du erst einmal hin und isst ein bisschen was.
Jetzt musst du nicht an mich denken. Jetzt bin ich ja da. Also das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Ah, das ist ein Kaffee. Der allein ist es schon wert, dass man das Junggesellenleben beendet und in den Hafen der Ehe einläuft. Ja, schon, aber du, Freddy, ich hab die ganze Nacht drüber nachgedacht, ob das eigentlich richtig ist, was wir da machen. Aber Schatz, wir haben doch lang und breit drüber geredet und wir waren uns doch einig. Du hast geredet, ich hab nur zugehört. Das ist doch das Gleiche. Wir wollen doch ab jetzt nur mehr noch mit einer Zunge reden und mit einem Hirn denken. Ja, freilich. Aber du erlaubst schon noch, dass ich ab und zu mein Hirn auch einschalte. Ja, aber natürlich, Schatz. Du, was anderes? Hast du deinem Vater das Hosal in die Tasche hineingesteckt? Ja, hab ich schon. Aber gerade deswegen mache ich mir ja Sorgen. Zu spät. Jetzt hast du den Stein schon ins Rollen gebracht. Ja, aber... Nix aber. Denk bitte schon dran, was sich dein Vater heute Nacht geleistet hat. Ja, und habe dir nicht prophezeit, dass er nie zugeben wird, dass er selber die Fensterscheibe eingeschlagen hat? Ja, das stimmt schon. Und wie skandalös er sich und sein sauberer Freund, der Herr Haberer, aufgeführt haben im Wochenendhaus vom General. An dem ist nur dieses Fleischal schuld gewesen. Die hat ihn doch ganz narrisch gemacht. Na. Da gehören immer noch zwei dazu. Ja, aber muss schon zugeben, hübsch war sie schon, ja. Oh, und eine Figur hat sie gehabt. Die? Keine Angst, mir kann die nicht gefährlich werden, hab ja dich. Ja, das möchte ich auch hoffen. Komm her, setz dich mal auf meinen Schoß. Du willst doch nur ablenken. Setz dich her, dann erfahrst du, was ich von dir will. Du, ich sag das, ich mein das ernst. Ich auch, Was, ich auch. weil ich dich so viel besser küssen kann. Also du bist doch ein... Herzensguter Mann. Einen besseren hätte ich nie finden können. Was willst jetzt du mit einem Mann? Nein, ich doch nicht. Ich sag doch nur, was du hättest sagen sollen. Ja, so weit kommt's noch, dass du mir vorschreibst, was ich zum Sagen hab. Denk bitte dran. Eine Zunge und ein Hirn. Nix da. Du vergisst wohl, dass ich die Tochter vom Bürgermeister bin. Ja, genau, sag ja, wer du bist, diesem... Oh, Jesus, Papa. Hast du mir jetzt erschreckt? Was machst du auf dem seinen Schoß? Da bist doch nur du schuld. Ich? Wieso ich? Ja, was schreist denn da so draußen am Gang? Ich bin gleich so erschrocken, dass es mich umgehauen hat. Und direkt auf den seinen Schoß rauf. Ja, schön war's. Sag mal, was machen Sie überhaupt noch da? Ich frühstücke. Was machen Sie? Wie viel haben Sie schon gegessen? Eine halbe Semmel. Ausspucken. Die halbe Semmel. Das, ausspucken, sag ich. Jetzt hör aber auf, Papa. Ich hab den Herrn Bader eingeladen. Ja, aber ich nicht. Aber Herr Bürgermeister, Sie haben doch gesagt, dass ich auf Sie warten soll. Und Ihre Tochter hat mir ein Frühstück angeboten. Und höflich wie ich bin, sage ich da nicht nein. Aber ich sag jetzt raus. Ja, also gut, dann rufe ich jetzt die Polizei an. Ja, das machen Sie nicht. Ich brauche doch keine Polizei, Bader. Ach so, dann ist also gar nichts gestohlen worden? Das weiß ich nicht. Ich habe nicht nachschauen können. Ich hab den verkehrten Schlüssel erwischt. Ach ja, dann. Naja, und überhaupt brauchen wir ja gar keine Polizei. Ja, ich meine, der Chef der Polizei sind ja schließlich Sie. Ja, genau. Ich bin der Chef der Polizei. Und ich sag jetzt... Nix da, Papa. Du holst jetzt den richtigen Schlüssel und schaust nach, was im Rathaus gestohlen worden ist. Und ich räum dabei den Tisch ab, damit der Herr Bader nichts mehr essen kann. Und die halbe Semmel, darf ich die jetzt behalten oder? Das sag ich Ihnen, Bader. Ich sag Ihnen das, Bader. Sie. Nix sagst du. Du schaust nach, was im Rathaus los ist. Und ich pass auf, dass er da bleibt. Gut, aber sind wir gleich wieder da, gell? Gleich wieder bin ich da. Sag einmal, hat es jetzt sein müssen, dass du ihn so ärgerst? Und hat es sein müssen, dass er sich vor so einem Flittchen so zum Narren macht? Nein, das hat nicht sein müssen, aber... Außerdem waren uns wir doch einig, dass dein Vater einen Denkzettel verdient, ha? Ja, und außerdem ist es so die beste Gelegenheit, dass ich ihm klar machen kann, dass ich der ideale Schwiegersohn bin. Ja, hoffentlich geht das gut. Du, aber der Mama sag ich heute noch, dass sie in 7 Monaten Oma ist. Naja, wenn es denn schon sein muss, ja. Ja, haben wir da ja. Ne? Auf Wiedersehen.
Jesus Maria, der konnte ich scheinbar gar nicht recht leiden. Ja, weißt du, seit ich ihm mal in einer Sitzung widersprochen habe und auch noch recht gehabt habe, seitdem geht er mir aus dem Weg. Oh, das ist ja bestimmt wieder. Weißt du was? Du gehst jetzt dabei ins Gästezimmer. Was? Ja, und ich komm dann noch. Ui, und das schon am frühen Morgen. Jetzt verschwindet's. So, jetzt kommen sie rein, aber er ist schon weg. Ja, wo ist er denn hin? Ich hab ihn ausgeschickt. Ja, das hast du gut gemacht, ja. Sagen Sie mal, was haben Sie denn gegen den Herrn Bader? Ja, das darf ich nicht sagen. Das ist nicht öffentlich. Wo ist denn dein Vater? Der ist im Rathaus. Stellen Sie einer vor, da ist heute Nacht eingebrochen worden. Na. Ja und? Wer war's? Das muss Sie erst noch aufklären. Also, das muss ja ein schöner Depp gewesen sein, der ins Rathaus einbricht, gell? Da gibt's doch nichts zum Holen. Du, der muss ein Besucher gewesen sein. Jetzt nehmen Sie doch Platz, Herr Haberer. Der Papa kommt bestimmt gleich. Ja. Dankeschön. So. Du bist auch schon da. Ja, der Herr Bauunternehmer Hauser. Und? Was sagt er? Nix. Ja, das weiß ich auch. Aber wie hat er das formuliert? Gar nicht. Ja, Herrschaftszeiten. Jetzt sag halt schon, was er wegen der eingeschlagenen Fensterscheiben gesagt hat. Ja, war's nicht. Mei, bist du halt wieder witzig. Was gehst du beim Saufen? Das geht doch dir an Träger. Man sieht's dir doch an. Du hast ja schon eine ganz rote Nase vom Saufen. Ja, na und? Na und? Und? Was magst du dagegen? Nix. Weiter saufen, bis lila ist. Mei, hast du immer recht viel Durst, gell? So weit lass ich gleich gar nicht kommen, gell? Das hab ich auch schon gehört. Geht der Bauer gern was trinken, sieht man es an seinem Zinken. Der rutscht schon doch am Buckel unter. Das habe ich schon jemand anderem versprochen. Ein Depp! Rümpfig! Hey. Das ist immer noch Sache des Bürgermeisters, die Personalien aufzunehmen. Aber er hat angefangen. Ich hab bloß gesagt, dass du eine rote Nase hast vom Saufen. Ist ja gar nicht vom Saufen so rot geworden. Von was denn dann? Von meiner Frau. Was von deiner Frau? Ja, aber denkt das nicht daheim? Das hat mir hier auch gedacht. Jetzt ist mir alles klar. Du bist zu spät heimgekommen und sie zu früh. Ja, so ähnlich. Für die Weiber kann man es auch nicht recht machen, gell? Kommst zu früh heim, dann meinen sie, du möchtest noch was für einen. Und kommst zu spät heim, dann meinen sie, du hast schon. Und wenn du mal spät kommst und merkst noch mal, ausnahmsweise, dann darfst du nicht, weil sie zu mir ist. Also, was ist jetzt? Ist was gestohlen worden? Wo überhaupt nichts. Da hat wahrscheinlich irgendjemand aus lauter Übermut die Fensterscheibe eingeschmissen. Hey, da machen wir überhaupt kein Aufhebens nicht draus. Und mit sowas belastet mir auch nicht unsere Gemeindekasse. Mann, da schaut's her. Da schmeißt jeder von uns einen Schein rein und die Sache ist erledigt. Dankeschön. Dankeschön, dass ihr wenigstens noch meinen Hut zurückgegeben habt. Ja, aber... Warum sollen wir die eingeschlagene Fensterscheibe zahlen? Die irgendwas eine Rauge eingeschmissen hat. Das verstehe ich einfach nicht. Also alles, so kenne ich dich gar nicht. Sonst hast du ja auch jeden Schmarrn aus der Gemeindekasse zahlt, oder? Ja, was darf ich euch zu trinken anbieten, hä? Ein Bier, Wein, Schnaps? Genau in der Reihenfolge. Also für mich nix. Ich muss gleich dann auf Baustelle. Da sind wir allein, kannst du doch mittrinken. Ja, also gut. Aber bloß einen. Mehr gibt's auch nicht. Wir haben noch nur von gestern. Ihr wart also gestern miteinander weg. Ja, wir zwei, wir waren dienstlich unterwegs. Für die. Für mich? Ja, wir waren draußen im Wochenendhaus vom General, weißt du, um endlich einmal diese leidige Angelegenheit aus der Welt zu schaffen. Ja, warum habt's mir da nichts gesagt? Ich war doch mitgegangen. Du warst doch nicht daheim. Und außerdem bist du befangen. Red doch gar so einen Schmarrn. Und? Was hast du ihm gesagt? Ich habe ihm das gesagt, was wir in der nächsten Sitzung sowieso beschließen. Nämlich, dass er sein Wochenendhaus, das er ohne behördliche Genehmigung gebaut und erweitert hat, wieder abreißen muss. Das du ihm erweitert hast, gell? Obwohl du genau gewusst hast, dass er keine Genehmigung hat.
Der General ist mein Freund. Ich werde doch was für einen Freund machen dürfen. Du hast doch gesagt, du willst. Der Freilich. Er hätte schon wollen. Und ich auch. Aber dann ist alles ganz anders gekommen. Ach, was ist denn passiert? Ja, der General war ja gar nicht da. Aber dafür die Frau. Was denn für eine Frau? Doch nicht die hübsche Linda. Ja, genau die. Und der Bürgermeister ist ja gleich verfallen. Verfallen, red doch keinen Schmarrn daher. Sie hat uns heute besoffen gemacht und dann hat sie uns bezirzt. Ja, dich vielleicht. Ja, auf, du warst der Stock besoffen. Du, der war so besoffen, der hat einen Nebel gesehen, obwohl sie überhaupt gar keinen gehabt hat. Beim Heimgehen ist er auf alle Viere die Landstraße entlang getappt, hat nach vorn gedeutet und gesagt, ui, der Nebel ist so dicht, dass sogar die Vögel zu Fuß gehen. Aber ich hab mich nicht bezirzen lassen. Ne? Kunststück, das war ja nicht schwer. Von dir hat sie nichts wollen. Sie hat sich halt den Bestaussehendsten rausgesucht. Nein. Sie hat sich an den gehalten, von dem sie eine Unterschrift braucht hat. Ach, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Du hast also was unterschrieben. Was war denn das? Doch nicht die nachträgliche Genehmigung. Doch, genau das hat er gemacht. Du. Und wie dann die Linda plötzlich ihr Hosen ausgezogen hat und ihn von der Nase rumgeschwenkt hat, da war sein Widerstand gebrochen. Du, mitten in der Nacht ist er ins Rathaus gefahren, hat den Dienststempel geholt und ihr den Wisch unterschrieben. Ja, dann ist doch alles in schönster Ordnung. Du hast doch bloß das gemacht, was wir sowieso hätten machen sollen. Darauf drücken wir jetzt. Ich weiß nicht. Prost! Prost. Also, Mann, irgendwie habe ich ein schlechtes Gewissen. Okay. Ein Gewissen hast du auch. Sei doch du, Staat. Du bist mir was neidig, weil dir die Linda nichts wollen hat. Ja, ich war dir vielleicht neidig, wenn du das gekriegt hast, was du wollen hast, gell? Aber nachdem die Linda ihre Unterschrift gehabt hat, gell, hat sie uns höflich, aber bestimmt heimgeschickt. Mei, sie weiß nicht, was sie gehört. Ja, sie weiß, wie man einen Mann bezirzt. Du, mein Lieber, die hat mich so narrisch gemacht, dass ich zum Schluss überhaupt gar nicht mehr gewusst habe, was ich eigentlich gemacht habe. Mei, du hast genau das Richtige gemacht. Wir können doch das Haus vom General nicht einfach abreißen. Welche Gemeinde hat schon ein General bei sich wohnen? Da haben wir schon was davon. Mein Lieber, das, wenn im Gemeinderat bekannt wird, dann ist der Teufel los. Und dann der Bader erst, der Grüne da. Du Bürgermeister, ich darf doch nur mal, gell? Du, Bürgermeister, der war für übrigens heute schon da, der Bader. Das weiß ich schon. Der hat mir das ja gesagt, das mit der eingeschlagenen Fensterscheibe. Ach du liebe Zeit. Und die Großmaurer, die Wasmeierin, wenn das erst erfahrt. Yes. Also, ein Großmei hat die wirklich. Du, wenn die beim Zahnarzt ihren Mund aufmacht, dann sagt er zu ihrer, nicht so weit, Frau Wasmeier. Ich selber möchte gern heraußen bleiben. Okay, das ist doch bloß heiße Luft, was von dir rauskommt. Also, das kriegen wir schon hin, gell? Aber ich muss jetzt wieder auf meine Baustelle, wir reden dann später weiter. Servus, Simmerl. Du, Simmerl. Ja? Ja, was ist mit der eingeschlagenen Fensterscheibe? Ach so, ja. Ja, du Bürgermeister, mach doch einen Spendenaufruf. Ja, aber schreibt gleich dazu, wenn nicht genug Spenden zusammenkommen, sehen wir uns gezwungen, ein Konzert zu geben. Ja, und wer gibt das Konzert? Der Männergesangsverein. Wirklich gut. Also bloß das nicht. Wir übernehmen lieber ich die Fensterscheibe. Also alles, mach dir keine Gedanken. Das war schon richtig, wie du das gemacht hast. Ja. Fertig. Du Bürgermeister, wir brauchen doch das niemandem sagen. Und im Gemeinderat, da sagst du einfach, du hast die ganze Angelegenheit dem Regierungspräsidium übergeben. Ey, dann ist doch alles bloß aufgeschoben. Na ja. Ah, Herr Bürgermeister, Sie sind schon wieder zurück. Und, haben Sie feststellen können, ob irgendwas gestohlen worden ist? Ja, da ist doch zuerst die Silvia reingegangen. Da. Spinnst du jetzt? Nein, ich hab sie nicht gesehen. Die Silvia da nicht? Ja. Hey, was tat denn die Silvia da drin? Geh. Silvia! Also bitte, die ist doch nicht da drin. Hab sie aber ganz genau da nicht gesehen. Sag mir, Gustav, wie fest hat denn dir gestern der Alte aufs Hirn gehauen? Was ich gesehen hab ich gesehen. Du Papa, wo ist denn Mama? Achso, du hast einen Besuch. Ja, also, ja bitte. Silvia, warst du heute schon in unserem Gästezimmer drin? Ja, was soll ich denn da drin? Ich hab den Herrn Bader reingeschickt und hab gesagt, er soll da drin auf dich warten. Jetzt glaube ich, jetzt ist es soweit.
Ich hab Hallukinationen. Ich hab Hallukinationen. Sauf nicht so viel, Gustav, Ja. wenn du nicht vertragst. Ja, aber ich hab doch Hallukinationen. Das ist ja... Und? Hat dich jemand gesehen, wie du beim Fenster rausgestiegen bist? Na, ich glaub nicht. Hoffentlich bleibt dem Haderer kein Schaden zurück, wenn er sich noch länger auf den Kopf haut. Bei einem Hohlraum entsteht bekanntlich kein Schaden. Gustav. Wer hätte gedacht, dass das so schnell gehen kann? Und Bader, was wollen Sie noch da? Ja, Sie haben doch gesagt, dass ich auf Sie warten soll. Ja, das haben Sie bereits zur Genüge getan. Auf Wiederschauen, wenn es schon sein muss. Ja, aber eigentlich hätte ich noch was Wichtiges mit Ihnen zu besprechen. Da braucht sie mich ja nicht, gell? Ich habe jetzt keine Zeit für Sie, Bader, und Ihre wichtigen Angelegenheiten. Ach, ich denke schon, dass Sie ein bisschen Zeit haben für mich. Ich muss in die Sitzungen schon viel zu viel Zeit für Sie aufbringen, weil Sie immer gegen den Strom schwimmen müssen. Ja, und das lassen Sie und Ihre Freunde mich auch jedes Mal merken. Ja, Bader, das ist aber so, gell? Ein altes Sprichwort sagt schon, wer gegen den Strom schwimmt, der muss viel schlucken können. Da haben Sie recht. Aber ich habe jetzt genug geschluckt. Jetzt ist ein anderer dran. Okay, er werde. Stellen Sie sich vor, Herr Bürgermeister. Ich kenne auch jemanden, der gegen den Strom geschwommen ist. So. Wen denn? Den Fenstereinschmeißer. Den Fenstereinschmeißer? Den Fenstereinschmeißer. Und Sie sind doch sicher mit mir einer Meinung, dass der die Fensterscheibe eingeschlagen hat, gegen den Strom schwimmt. Ich meine, sowas macht man doch nicht in so einer kleinen Gemeinde. Nein, sowas macht man nicht. Nein. Und ich weiß sogar noch mehr. So, was denn nun? Ich weiß, dass sich 2 Männer in einem Wochenendhaus von einer schönen Frau haben verrückt machen lassen. Einer von den beiden ist sogar Bürgermeister. Na. Ja, und er hat so seinen Kopf verloren, dass er mitten in der Nacht zum Rathaus gelaufen ist, die Fensterscheibe eingeschlagen hat und den Dienststempel gestohlen hat. Den Dienststempel? Den Dienststempel, ja. Und dabei ist auf den ältesten Trick der Welt reingefallen. Die schöne Frau hat nämlich so getan, als ob sie ihr Höschen auszieht. Aber das hat sie natürlich nicht gemacht. Sie hat extra dafür eines vorbereitet. Und mit dem ist sie dann schwingend auf den Mann zugegangen und hat mit verführerischer Stimme gesagt, wenn Sie mir das Schriftstück unterschreiben, dann können Sie alles von mir haben. Hat's das gesagt? Genau so. Und wie dann der total verwirrte Mann das Schriftstück unterschrieben hat, hat ihm die schöne Frau das Höschen in die Tasche gesteckt und ihn mitsamt seinem besoffenen Freund heimgeschickt. Hat's das gemacht? Genau so. Und Sie können das alles beweisen? Natürlich. Aber stellen Sie sich doch einmal vor, Herr Bürgermeister, was passiert, wenn das in der Gemeinde bekannt wird? Der verwirrte Mann, der streitet das bestimmt alles ab. Ja, bestimmt probiert er das. Aber es wird ihm nichts nützen. Ich habe einen absolut glaubwürdigen Zeugen. Ist der so glaubwürdig wie Sie? Ja, das ist er. So, und jetzt lasse ich Sie mit dieser Neuigkeit allein. Ich bin mir sicher, dass es noch einmal heiß hergehen wird im Gemeinderat, bevor Sie ins Sommerloch fallen. Der Einzige, der kleinen Loch fallen wird, das sind Sie. Oh, Herr Bürgermeister, mir macht das nichts aus. Ich bin das gewöhnt, ich vertrag sowas. Aber ob Sie das vertragen, wenn die ganze Gemeinde schreit, Bürgermeister, zieh raus! Bürgermeister, zieh raus! Sie das sagen, wenn Sie da irgendwas in Umlauf bringen sollten. Ich bringe überhaupt nichts in Umlauf. Vorläufig einmal nicht. Ich möchte Ihnen nämlich die Chance geben, dass Sie alles wieder in Ordnung bringen. Sagen Sie mir, was erlauben Sie sich eigentlich? Wer glaubt denn Sie, dass Sie überhaupt sind? Ich bin der Freddy Bader, Mitglied der Opposition. Ja, na, was ist denn? Und wenn ich Ihnen sag, dass Sie die Sache mit dieser nachträglich erteilten Baugenehmigung wieder in Ordnung bringen sollen, dann denke ich dabei nur an Sie. Wissen Sie, ich habe mich schon so an Sie als Bürgermeister gewöhnt, dass ich Sie wirklich vermissen tät. Raus, Bader, raus! Ja, ich gehe ja schon. Aber
denken Sie bitte an das, was ich Ihnen gesagt habe. Und noch was, Zier. Herr Bürgermeister, schauen Sie doch mal in Ihre Hosentasche, ob das Höschen noch drin ist. Also, Herr Bürgermeister, ich würde das ganz schnell verschwinden lassen, bevor Ihre Frau heimkommt. Auf Wiedersehen, Herr Bürgermeister. Also wenn ich das Hosen so betrachte, dann kann ich schon verstehen, warum ich gestern so verrückt worden bin, weil die das so rumgeschwenkt hat. Aber der Bader hat schon recht, der hat recht. Das mit dem Gemeinderat bekannt wird, dann bin ich die längste Zeit Bürgermeister gewesen, dann kann ich mich nirgends mehr blicken lassen. In einer Stunde komme ich wieder. Und Sie kennen ja die alte Politikerformel. Eine Hand wäscht die andere. Sie haben also eine Stunde Zeit, um sich zu überlegen, was Sie mir anbieten können. Was ich Ihnen anbieten kann, das ist ein Platz am Friedhof draußen. Och, ich bin mir sicher, dass Ihnen da viel was Besseres einfällt. Sonst, Bürgermeister Zier, raus! Zeitennominee. Himmel, Zeitennominee, was tue ich denn bloß? Ermorden, vergiften, erwürgen, das wär's Gescheitste sein. Herrschaftszeiten, irgendwas muss mir doch einfallen da. Du Papa, ist die Mama jetzt da? Was möchtest denn du schon wieder da, hä? Ich möchte bloß wissen, wo Mama ist. Ich weiß nicht, sag's halt. Du Papa, hast du vielleicht irgendwelche Probleme? Hey, ich hab doch keine Probleme. Doch, ich hab Probleme. Und was für? Wenn man mit diesem Bader zu tun hat, dann hat man immer nur Probleme. Okay, das hätte ich nicht gedacht. Ich habe immer gemeint, der Herr Bader wäre der eifrigste Gemeinderat im ganzen Dorf. Der Bader, der eifrigste Gemeinderat im ganzen Dorf, dass ich nicht lach. Weißt du, was das für einer ist? Ein Verhinderer ist das. Ein Verhinderer! In jeder Gemeinde braucht man so einen Mann, damit solche Leute wie der Hauser mit seinem Baugeschäft nicht nur die ganze Gegend zu betonieren. Komm. Was verstehst denn du schon von Politik? Schau lieber nach, ob deine Mutter nicht schon vom Einkaufen zurück ist. Also wenn's kommt, dann sagst du, ich bin im Gästezimmer. Ich bin im Gästezimmer, ich hab andere Sorgen. Wie Zeiten noch mal rein. Was tue ich denn bloß? Irgendwo muss ich es doch verschwinden lassen. Nein, nicht im Schreibtisch. Mein Alter, wenn da schnuffelt, dann ist der Teufel los. Aber irgendwas muss ich doch machen. Na, Moment einmal, das kann doch eigentlich gerade so gut der Sylvie auch hören. Ja, freilich. Das Stacki, das müsste bloß bei uns da so irgendwo so rumliegen, ja? Das ist doch schön. Was suchst denn du da am Boden? Plüschmischer, blaue Plüschmischer. Ich sehe überall blaue Plüschmischer. Blaue was? Plüschmischer, blaue Plüschmischer überall. Was soll denn das sein? Keine Ahnung, aber ich sehe welche. Plüschmischer. Da ist schon wieder eins. Lauter blaue Plüschmischer. Plüschmischer, lauter blaue. Ja, hat man jetzt sowas schon mal gesehen? Jetzt fangen die miteinander zum Spinnen an. Das wird schon seinen Grund haben. Und ich hab eigentlich früher noch Mitleid gehabt mit ihm. Mit wem? Mit meinem Alois? Ja, mit dem Gustav. Ich hab ihm doch heute Nacht eine auf die Nasen gehauen. Ja, magst du mir jetzt einmal die Sache da abnehmen? Was, du hast deinen Mo geschlagen? Ja, und das hat der sich gefallen lassen? Der war doch stockbesoffen. Drum hab ich ja so eine Wut gehabt.
Ich war doch gestern bei meiner Schwester. Und da habe ich zum Gustav gesagt, dass es wahrscheinlich später wird und dass ich dann gleich über Nacht bleibe. Und er hat mir auch ganz fest versprochen, dass er daheim bleibt. Ja, wir sind dann doch früher fertig geworden, wie wir gemeint haben. Und dann bin ich halt doch noch heimgefahren. Um 12 Uhr war ich daheim. Und der Kerl ist nicht da. Und was tut da eine liebende Ehefrau? Sich hinsetzen und sich sorgen. Um 1 haben sie meine Sorgen verdoppelt. Um 2 verdreifacht. Um 2:30 habe ich schon halber gewarnt. Und um 3:30 ist er dann endlich gekommen. Sternhagel voll. Und dann hast du ja Wohnung geführt. Ja, ich hab so eine Wut gehabt. Da ist mir die Hand ausgerutscht. Du, vielleicht hat ja auch das Dings da was mit der Nachtstorn. Ja, wenn ich dir doch sag, dass der total besoffen war, da weiß doch der nicht einmal mehr, wo so ein Dings da hingehört. Vielleicht gehört ja auch der Silvia. Ja, du hast ja wahrscheinlich keine solchen Dinge. Vielleicht ist das ein Fehler. Ja, Kathi, das ist schön, dass du noch da bist. Du, wenn du jetzt heimkommst, dann sag doch deinem Gustav Bescheid, er soll gleich zu mir rüberkommen. Wir müssen noch ein paar wichtige Dinge für die nächste Sitzung besprechen, weißt du? Ja, ich weiß nicht, ob ich ihn sieg. Seit heute Nacht geht er mir aus dem Weg. Ja, du darfst ihm nicht besser sein, wenn er gestern ein bisschen später heimgekommen ist. Ich bin schuld, ich hab mich aufgehalten, ja, weißt. Naja, wir waren gestern noch beim Hirtsingen in der Weinstube ein bisschen beieinander gesessen. Naja, und da hat halt eine halbe die andere gegeben, nicht? Und auf einmal ist halbe geworden. Ich bin ihm ja nicht mehr bes. Aber ich kann's ihm nicht sagen, weil ich noch nicht gesehen hab. Ja, wenn du jetzt heimkommst, dann rennt sie das ganz bestimmt wieder ein. Ja, da ist ja immer noch das kleine Geschenkerl, das ich dir schon lange mal geben wollte. Was? Du möchtest mir was schenken? Na, Gatti, dir natürlich nicht. Dir doch nicht, meiner Frau natürlich. Jetzt wird's da. Hey. Ja, hast denn du heute Geburtstag oder Hochzeitstag oder sowas? Nein, einfach so. Da muss ja ich heim. Vielleicht passiert ja bei mir daheim auch so ein Wunder. Jetzt haben wir schon 26 Jahre verheiratet, aber einen Ring hast du mir noch nie geschenkt. Und dann gleich so ein schöner. Ja, es gibt immer ein erstes Mal, gell? Hier. Ja, Simon, ich bin's. Na, wer? Ich natürlich. Mein, oh mein, oh mein. Na, Simon, du musst gleich zu mir rüberkommen. Wir müssen noch ein paar wichtige Dinge besprechen. Ja, gleich. Ist pressiert. Danke, Janus, also, der ist ganz schön. Entschuldige mal, ich kauf dir doch schließlich kein Klump, nicht, oder? Du, Alois, jetzt war ich nicht mehr. Ich glaube, ich ruf beim Gustav noch einmal an. Ja, weißt du, sicher ist sicher, ja. Was meinst du? Der Gustav, du musst gleich zu mir rüberkommen. Ja, gleich. Wir müssen noch ein paar ganz wichtige Dinge besprechen. Es pressiert, ja. Jetzt war ich nicht mehr. Was glaubst du, wenn der Gustav jetzt gleich angesaust kommt? Da bist du ja endlich, Mama. Ich such dich schon die ganze Zeit. Akkurat jetzt. Stör irgendwie. Ich kann auch später wieder kommen, wenn euch das lieber ist. Nein, überhaupt nicht. Du störst überhaupt nicht. Nein, wirklich nicht, nein. Wenn der Haber und der Hauser da sind, dann sagt's mir Bescheid, gell? Grad jetzt muss die Silvia kommen. Was ist denn? Du, Mama, ich muss unbedingt mit dir reden. Ja, du. Ich mit dir auch. Diese nächtlichen Besuche von deinem Freund, die müssen aufhören, gell? Diese Heimlichtuereien, der wird endgültig einmal satt. Siehst du das, Mama? Genau über das wollte ich mit dir reden. Ich finde, es ist an der Zeit, dass mein Freund durch die Tür in mein Schlafzimmer kommen darf. Sag mal, Silvia, wie redst denn du? Du weißt ja gar nicht mehr, was ich sagen soll. Sitzt du lieber hin, Mama. Es kommt nämlich noch mehr. Ich bin schwanger. Was bist du? Ja, in andere Umstände. So heißt doch das, wenn man ein Kind kriegt. Magst du auch eine? Sauer macht lustig. Um Gottes Willen, meine Tochter ist schwanger. Die Tochter vom Bürgermeister kriegt ein Kind. Ja, meine Mama, ich hab doch auch nicht gedacht, dass man von so ein paar Mal gleich so schwanger wird.
dir doch gesagt, wegen der Verhütung, wenn's denn schon unbedingt sein muss, hab ich dir doch gesagt, dass da solche Pillen gibt. Nein, das hast du nicht gesagt. Angedeutet hast du es, gell? Angedeutet. Gesagt hast zu mir, die beste Verhütung ist Nein sagen. Und das muss ich irgendwie vergessen haben. Wie kann man denn sowas vergessen? Wie kann man denn sowas bloß vergessen? Ja, mei, genauso, wenn man die Pille vergisst. Um Gottes Willen, was wird denn dein Papa dazu sagen, wenn der das erfährt? Früher oder später muss er es ja sehen. So lange können wir nicht warten, das müssten wir ihm schon früher sagen. Ja, das denke ich auch. Auf alle Fälle musst du jetzt heiraten, so schnell wie möglich. Ja, Mama, ich hab doch gewusst, dass ich mich auf die verlassen kann. Moment einmal, gell. Erst einmal. Was ist er? Was hat er? Und was kann er? Okay, Mama, jetzt bin ich aber enttäuscht. Ich hab eigentlich gedacht, du fragst mich, Kind, liebst du ihn? Und ich hätte dann gesagt, ja. Ja, das wird dann später kommen. Erst einmal müssen wir die Fragen durchgehen, die dir dein Vater stellen wird. Also, was ist er? Er ist der schönste und der liebste Mann auf der ganzen Welt. Ob das dein Papa langt? Ja. Ich hab doch gesagt, auf der ganzen Welt. Am besseren gibt's nicht. Madel, du kennst doch deinen Vater, der hat doch an jeden was zum Aussitzen. Und? Was hat er? Gute Manieren, Durchsetzungsvermögen, Führungsqualitäten und ein unbegrenztes Selbstvertrauen. Ja, das glaubt dein Vater alles von sich selber. Einen zweiten von der Sorte wird er bestimmt nicht in der Familie haben wollen. Und? Wie schaut's so aus? Er verdient nicht schlecht. Ja, wenigstens ein Pluspunkt. Und was kann er? Das sag ich nicht. Ja, das kann ich mir vorstellen, was das ist. In ein paar Monaten werden wir es ja dann sehen. Aber mich darf interessieren, was er sonst noch kann. Alles. Er kann einfach alles. Dein Vater glaubt auch, dass er alles kann. Und? Darf man jetzt vielleicht nur wissen, wer das ist? Kennen? Ja, freilich kennst du ihn. Und der Papa kennt ihn noch viel besser. Ja, dann ist ja alles in Ordnung, wenn er der Papa gut kennt. Ja, aber einen Fehler hat er doch, Mama. Hab ich's doch gewusst. So einen Mann, wie du gerade beschrieben hast, gibt's nämlich nur in Heiratsanzeigen. Nein, den gibt's schon wirklich. Der Fehler ist nur sein Name. Er heißt nämlich Freddy Bader. Was? Was, der Bader Freddy? Ja, der Bader Freddy. Nimm nur Gurken, Mama. Wieso muss jetzt ausgerechnet ich eine Tochter haben, die ein lediges Kind auf die Welt bringt? Ich bring kein lediges Kind auf die Welt. Wenn das Kind auf die Welt kommt, bin ich schon lang verheiratet. Madel, das lässt doch dein Papa nie zu. Nie. Der Freddy meint, dass ihn der Papa halt noch anflehen wird, dass er mich heiratet. Madel, lass den Kerl sausen, der ist ja größenwahnsinnig. Warten wir's ab, Mama. Ah, Silvia! Du, für dich doch gesehen, gell? Und jetzt habe ich einen Zeugen dabei. Ganz wurscht, wo du hingehst, der sieht alles. Gell, Simon? Genau. Ja. Gustav, deine Frau hast du noch nicht gesehen heute, gell? Na du, ich bin ja gerade nur ausgekommen. Sie wollte sich nämlich bei dir entschuldigen, weil es gestern vielleicht doch ein bisschen zu fest zugehauen hat. Was? Komm, Madel, lass mir die Männer allein. Was ist denn mit dem? Bleibt es da als Anschauungsobjekt? Ja, freilich. Und? Sagt er das vielleicht was? Komm, geh weiter. Lass mir's allein. Das gibt's ja nicht. Das kann doch nicht sein. Was kann nicht sein? Ja, die hat jetzt das genauso gemacht wie die andere heute Nacht. Das machen alle Frauen so. Die meine ich nicht. Aber die Silvia hat es jetzt genauso gemacht wie die andere. Und das gleiche Hosal war das auch. Solche Hosen gibt's zu Tausenden im Kaufhaus. Und jetzt gib endlich eine Ruhe. Weißt du eigentlich, warum es da alles hergestellt hat? Vielleicht wegen dem Hosal. Du sollst jetzt aufhören. Das kostet aber jetzt einen Schnaps. Das Hosal? Ich hau dir gleich noch mehr auf die Nase. Dann wird's vielleicht schneller lila. Wegen dem Hosal? Jetzt ist aber Schluss, gell? Geh weiter, bring mal die Schnapsflaschen und ein paar Gläser. Bin doch nicht dein Hampelmann. Ja, freilich nicht. Du bist schon der Hampelmann von deiner Frau. Kannst du jetzt vielleicht trotzdem die Schnapsflaschen bringen?
bin ich beleidigt. Das macht nichts. Da trinkst du jetzt einmal einen Schnaps und das hilft. Also noch. Prost! Prost, Prost. Bin immer noch beleidigt. Sowas vergeht halt nicht von heute auf morgen. Da braucht schon mindestens 2 Schnäpse. Also Prost, Prost. Man möchte es ja nicht für möglich halten, was so ein Schnaps für Auswirkungen hat, gell? Du, mein Großvater hat schon immer gesagt, im Schnaps steckt nicht nur Alkohol, sondern auch Gesundheit. Ja, du, und der hat's wissen müssen, der ist ja 90 geworden. So alt wärst du bestimmt nicht. Ja, da seid ihr endlich ihr zwei. Es ist aber auch langsam Zeit geworden jetzt. So, aber der schaut wirklich langsam alt aus. So alt wie der ausschaut, wird er gar nicht. Ja, lästert sie ruhig weiter. Wenn ich euch jetzt eine Neuigkeit verzeihe, was glaubt ihr, wie alt ihr dann ausschaut? Was gibt's denn für eine Neuigkeit? Man hat uns gesehen. Wo haben wir uns gesehen? Also pass auf, ich und der Gustav. Und der Esel nennt sich immer zuletzt. Ja, das habe ich ja gemacht. Nicht? Also wir waren letzte Nacht draußen im Wochenendhaus vom General. Ja, wer hat euch da gesehen? Und vor allem, was hat er gesehen? Alles hat er gesehen. Der Bader. Der Bader! Genau, der hat das gesehen mit der eingeschlagenen Fensterscheibe und das mit dem Hosen. Moment einmal. Was hat denn die eingeschlagene Fensterscheibe mit der Baugenehmigung vom General zum tun? Ich sehe da überhaupt keinen gemeinsamen Nenner. Da, den hab ich in der Schule schon nie gesehen, diesen gemeinsamen Nenner. Ja, du bist ja auch ein bisschen blöd. Es ist immer wieder nett, wenn man merkt, dass man gute Freunde hat. Jetzt komm endlich zur Sache. Was hat das mit der Fensterscheibe zum tun? Ja, die hab ich eingeschlagen. Du? Ja, Aber wieso denn? Hast du den Schlüssel verloren? ich habe den Schlüssel nicht dabei gehabt. Also habe ich mit dem Suff die Fensterscheibe eingeschlagen und bin beim Fenster reingeraxelt. Und da hat dich der Bader beobachtet. Ja, nicht nur der. Er hat gesagt, er hätte einen Zeugen dabei gehabt. Ja, mei, wer den Bock zum Gärtner macht, kriegt ein Mistfreihaus. Jetzt kannst du schauen, dass du den Bader zum Schweigen bringst. Wenn das im Dorf bekannt wird, dann kannst du den Hut nehmen. Das weiß ich selber auch, Männer. Darum habe ich euch ein Herbststeit. Wir müssen was unternehmen. Ja, genau. Ich weiß ja schon was. Ja. Du gibst den Bader zur Jagd frei, du machst einen Treiber, ich halte ihn für eine Wildsau und ein Hirsch. Nein, nicht Hirsch, eine Wildsau. Du sag einmal, der Bader hat sich denn nicht einmal für deine Tochter interessiert? Ja, das Thema hat sich schon erledigt. Ich habe ihm klar gemacht, er soll die Finger von meiner Sylvia lassen, sonst hat er bald keine mehr. Jetzt wäre das Thema aber wieder aktuell. Ja, komm, sieh mal bitte. Kümmert dich um deine Sachen und misch dich gefälligst nicht in meine Familienangelegenheiten. Wir wollten doch bloß einen guten Rat geben, dass du da wieder rauskommst. Eine alte Regel besagt, kannst du deinen Feind nicht besiegen, dann verbünde dich mit ihm. Ja, sonst noch was, lieber der Schiersinn, ja. Darauf habe ich das Monopol. Ja, dann mach, was du willst. Einen besseren Rat habe ich nicht. Führt euch. Übrigens, wenn ich mir das genau überlege, kenne ich den Zeugen vom Bader. Und du kennst ihn auch. Ja? Wen denn? Deine Tochter. Ja, du. Der hat ja recht. Du Bürgermeister, wie du vorhin noch nicht da warst, gell, ist da so ein Hosal gelegen. Und mit diesem Hosal hat man dann deine Tochter, die Sylvia, vor der Nase so rumgewackelt, gell? Ja, genauso wie die andere heute Nacht, die Linda. Geh nicht, du kannst Schmarrn daher. Außerdem weißt du gar nicht, wie die Linda das Hosel geschwenkt hat. Du warst der Stock besoffen. Ja, ich weiß vielleicht nicht mehr alles ganz genau von der Nacht, gell, aber das weiß ich noch ganz genau. Und vor allem, weil du da so wild drauf geworden bist. Jetzt hör endlich einmal deine Sauferei auf. Sonst kriegst du wirklich noch Halluzinationen. Herrschaftszeiten, ich darf gar nicht dran denken, wie die Sylvia das wirklich gesehen hat. Oh Gott, oh Gott. Und meine Alte, wenn das erst erfahrt, ja, dann nützt der goldene Ring auch nichts mehr, den ich vorher geschenkt hab. Was? Du hast dir einen goldenen Ring geschenkt? Ja, weißt du, ich hab vor längerer Zeit schon mal so einen goldenen Ring gekauft, so für alle Fälle halt. Heute war so ein Fall. Einen goldenen Ring hast du gekauft? Ja. Ja, der kostet doch einen Haufen Geld. Ja und? Kostet die Frau vielleicht nix? Doch, Überwindung. Ja.
mich zuerst einmal auslassen. So, ja, entschuldige. Dir ist schon klar, dass mir bei der nächsten Wahl keiner mehr weit, wenn das bekannt wird? Nein. Das kannst du nicht sagen, Bürgermeister. Nein. Jeder intelligente Mensch wählt dich trotzdem. Ja, die Mehrheit war mir lieber. Ja, dann musst du dich mit dem Bader einigen oder du musst ihn erschießen. Wieder noch, keines von beiden. Nein. Ich muss das Schriftstück einfach mit dem Finger kriegen, verstehst? Dann hat der Bader keinen Beweis mehr gegen mich und er kann uns auch vom Gemeinderat nicht bloßstellen. Ah, das ist ja ganz gut. Weißt du was? Du gehst jetzt in das Wochenendhaus vom Generalen aus und schwingst dieses Mal deine Unterhosen rum. Ja, vielleicht druckt die Linda das Schreiben freiwillig raus. Du gehst raus. Mit deinen Unterhosen. Nein, bist du ein Depp. Weh, du kommst ohne dieses Schriftstück wieder zurück. Nein, das kannst du nicht von mir verlangen. Die ist ja im Stand und zieht die Hose noch einmal aus. Und was mache ich dann? Ja, stark bleiben, das kannst du. Gestern hast du das jedenfalls kennen. Gestern, da war ich besoffen. Heute bin ich nüchtern. Und wenn ich nüchtern bin, kann ich für nichts garantieren. Oh, da kommt der Bader. Verschwind. Ja. Grüß Gott, Herr Bader. Auf Wiederschauen. Grüß Gott, Herr Bader. Schauen Sie, Herr Bürgermeister, ich habe mich gebessert. Diesmal habe ich die Klinge benutzt. Herr Bader, ich bitte Sie, ein Mann wie Sie, bitte nehmen Sie Platz. Danke. Der darf doch auch ohne zu klingeln mein Haus betreten, wo Sie doch schon fast einmal mein Schwiegersohn waren. Ja, stimmt. Ja, das wollte ich einmal. Ja, eben. Da ist es doch nur recht und billig, dass Sie das immer noch werden wollen, nicht wahr? Schließlich ist meine Silvia doch ein hübsches Mädel. Ja, das ist sie wirklich. Ich sehe es auch immer noch gern. Na, das freut mich. Aber das ist auch schon alles. Mehr ist nicht mehr. Das ist alles? Mehr ist nicht mehr? Wollen Sie vielleicht sagen, Sie steigen meiner Tochter nicht mehr nach? Nein, das habe ich nicht mehr nötig. Ach, das schau her. Sind Sie anderweitig fündig worden, ha? Sagen Sie mal, Herr Bürgermeister, wollen Sie mir vielleicht als Gegenleistung Ihre Tochter anbieten? Wie kommen Sie denn da drauf, Bader? Erstens hat meine Tochter nicht nötig, dass sie angeboten wird. Das stimmt allerdings. Und zweitens verstehe ich Ihre Bemerkung mit dem Anbieten ja wirklich nicht. Also, ich denke da an jemand, der nachts eine Fensterscheibe vom Rathaus eingeschlagen hat. Und an eine schöne Frau, die zwar ein Höschen getragen hat, aber nicht an der Stelle, wo es hingehört, sondern in der Hand. Das ist ja äußerst interessant. Sie, Bader, Sie müssen mir versprechen, dass Sie mich unbedingt mal zu so einem Ausflug mitnehmen. Ja, da versäumt man ja direkt was, wenn man da nicht dabei gewesen ist, gell? Aha. Darauf geht's also hinaus. Na, da geht's raus. Ja. Herr Bürgermeister, ist Ihnen eigentlich klar, dass ich mich in einem Gewissenskonflikt befinde? Ein Gewissen, sowas haben Sie ja. Schauen Sie, auf der einen Seite fühle ich mich verpflichtet, den Kollegen vom Gemeinderat mitzuteilen, was ich gesehen habe. Auf der anderen Seite wäre es mir gar nicht recht, wenn man Sie als Bürgermeister absetzen tät. Sie waren doch immer so kooperativ. Bader, das freut mich, dass Sie mich als Bürgermeister behalten wollen. Aber ihr wisst wirklich nicht, wie Sie an meinem Stuhl sägen wollen. Also gut, da muss ich halt doch die starken Geschütze auffahren. Ja, fahren Sie es auf. Schau, das Corpus Delicti ist im Anmarsch. Das, was? Das Corpus Delicti, das Höschen schwingende Rasseweib. Was? Um Gottes Willen. Ui, ja, die geht mir gerade noch. Sagen Sie mal, kennen Sie diese Frau? Ja, vom Sehen, mit einem Höschen in der Hand. Sie haben die schon ohne Hose gesehen? Nein, nur mit. Mit, Bader, verschwinden Sie. Pressiert aber überhaupt nicht, gell? So wie es ausschaut, wollen Sie mich bei dem Gespräch mit der Dame nicht dabei haben. Ja, Bader, sehen Sie, das scheint einer der wenigen Vorzüge zu sein, dass Sie eine schnelle Auffassungsgabe haben. Ah, das Wichtigste hätte ich ja fast vergessen. Eigentlich wollte ich um die Hand Ihrer Tochter anhalten. Jetzt auf einmal. Vorher haben Sie es abgelehnt. Nein, ich habe nicht abgelehnt. Ich habe nur gesagt, dass ich es nicht nötig habe, ihr nachzusteigen. Wiederschauen, ziehe! Verschwind, du alter Steiger, du! Oh, grüß Gott, schöne Frau. Geht's da rein, Sie werden schon erwartet. Hallo.
Na, Herr Bürgermeister, wer hätte denn denkt, dass wir zwei uns so schnell wiedersehen? Oh, welch Glanz in meiner tristen Hütte. Freut mich, Sie bei mir begrüßen zu dürfen, Frau Steinbeißer. War das nicht ein schöner Abend draußen in unserem Wochenendhaus? Das kann man wohl sagen. Bitte nehmen Sie doch Platz. Was kann ich denn für Sie tun? Naja, es ist mir ja direkt ein bisschen peinlich, dass ich heute mit der Angelegenheit zu Ihnen kommen muss. Aber ich bitte Sie, das braucht ja doch nicht peinlich zu sein. Ha, nur raus damit. Was glauben Sie, was die Sie für Menschen alles gehört haben? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Nein. Nicht das, was Sie meinen. Aber ich bitte Sie, Herr Bürgermeister. Nein. Ich denke doch nichts Schlechtes. Sowas gibt's bei mir nicht. Also, was kann ich für Sie tun, Frau Steinbeißer? Linda! Wir sind uns doch gestern einig geworden, dass Linda zu mir sang. Selbstverständlich. Also, was kann ich für Sie tun, Linda? Ich komme wegen letzter Nacht. Naja, also irgendwie haben Sie da aus Versehen was mitgenommen. Ich soll aus Versehen was mitgenommen haben? Ja, nicht mit Absicht, bestimmt nicht mit Absicht, da bin ich mir ganz sicher, aber naja, irgendwie haben wir doch ein bisschen zu viel getrunken und da haben Sie es halt dann versehentlich mitgenommen. Ich kann mich beim besten Willen nicht dran erinnern. Aber das ist doch ganz klar, Herr Bürgermeister, wo wir doch alle drei so viel getrunken haben, nicht? Naja, vielleicht haben Sie es eingesteckt, ohne dass Sie es gemerkt haben. Ach, die meint das Höserl. Wie wär's denn, wenn Sie einfach einmal nachschauen? Ja, das wird das Beste sein. Vielleicht ist das Hosel in meinem Höserl, gell? Ah, ich meine in meinem Höschen, das ich gestern angehabt hab, gell? Eine gute Idee. Ich bin gleich wieder da. Pressiert nicht. Der hat mir gestern was unterschrieben. Das muss doch da irgendwo sein. Der hätte mir alles unterschrieben gestern Nacht. Alles. Aber du musst doch nicht immer so neugierig sein. Ja, aber was möchtest du jetzt da dabei? Oder nicht? Oh, Frau Steinbeißer, das ist eine Freude, dass Sie wieder mal zu mir kommen. Was kann ich denn für Sie tun? Ich wollte was abholen. Sie möchten was abholen, für wen denn? Für meinen Onkel. Ach, für den Onkel möchten Sie was abholen. So. Wer sind denn Sie überhaupt? Ich kenne ihn ja gar nicht. Das ist doch die Nichte vom General. So, und für den Herrn Generalonkel möchten Sie was abholen, ja? Genau. Ja, können Sie sich ausweisen? Wieso? Ja, wieso entschuldigen Sie mal? Ich kann doch nicht irgendjemand was in die Hand geben, nur weil er sagt, er muss für den Herrn General was abholen. Nicht wahr? Also, ich bin doch nicht irgendjemand. Ich bin die Nichte vom General. Tut mir leid, da brauche ich Beweise. Kanonen, Säbel, Panzer oder zumindest einen Ausweis, nicht? Ich hab keinen Ausweis dabei. Ja, tut mir leid. Vorschrift ist Vorschrift. Ich brauche keinen Ausweis. Ich weiß, wer ich bin. Ja, Sie wissen, wer Sie sind, gute Frau, aber ich weiß es nicht. Schauen Sie, ich bin doch hier ein Amt. Was bist du? Eine Amtsperson meine ich natürlich nicht. Und vor einem Amt ist man erst der man ist, wenn man sich ausweisen kann. Herr Bürgermeister? Würdest du vielleicht dem Volk eine Tasse Kaffee machen? Ich glaube, sie braucht einen. Wir sind doch kein Kaffeehaus. Also Ich wurscht. mag ja gar keinen Kaffee. Siehst du, ich mag ja gar keinen Kaffee. Sie braucht aber jetzt einen, sie weiß es bloß noch nicht. Guck mal, so mach schon. Also sagen Sie mal, was soll denn das ganze Theater? Ich möchte doch bloß... Eben drum, meine Frau darf doch um Gottes Willen nichts von der ganzen Angelegenheit erfahren. Ja, wenn Sie das gestern nicht mitgenommen hätten, dann wäre ich doch heute gar nicht herkommen. Also, krieg ich's jetzt endlich. Was ist jetzt wieder? Alles! Oh, da kommt jemand, der darf es unter keinen Umständen bei mir sehen. Rein! Das geht doch nicht. Keine Widerrede und rein! Alles! Du, alles! Hast du das dabei? Seit wann reitst denn du bei mir? Was? Also, was? Na du, also wenn der Alte kommt... Hast du das dabei? Meine Frau! Was interessiert mich der Frau? Die ist doch völlig überflüssig. Hast du das auch schon gespannt? Ich möchte wissen, ob du das Dokument dabei Du, hast. also, wenn der Alte kommt, sagst ich bin nicht da, Ja, gell? nicht da, nein, nicht da, nein. Nicht da, nein. Wo ist er denn jetzt? Wo ist wer? Der Gustav. Ja, du bist gut, Kathi. Hab ich nicht zu dir gesagt, du sollst ihn gleich zu mir schicken, wenn er kommt. Ich hab doch gesehen, wie er gerade da reingegangen ist. Ja, dann hast du mehr gesehen wie ich. Der Mann wird nicht schwach. Na, wir kamen wieder dazu, da weiß aber schon was Besseres. Wo ist jetzt der Kaffee? Wo ist jetzt hin? Hilde, ist mein Mann bei dir?
Was soll denn dein Mann bei mir? Ja, da hast du auch wieder recht. Was soll er bei dir, wenn er mich hat? Was soll denn das heißen? Ja, das soll heißen, dass ich schon so gut wie nichts von ihm hab. Ja, bei dem Lied kann ich auch mitsingen. Ach, ihr wollt singen jetzt wollen? Dann geht's in die Kirche aus. Singt's aber bitte nicht zu laut, gell? Alles! Ja, du, alles da, das da, alles da drin! Du, alles da drin! Ist die Frau da drin? Ist die Frau da drin? Es ist wenn nicht so, wie du meinst. Ah, nee. Nein. Dann sagst mir jetzt, wie es ist. Ja, ich hab doch keine Ahnung gehabt, dass da eine Frau drin ist. Ja, du, und die wollte was von mir, aber ich nicht von ihr. Nein. Was tut denn die Frau da drin? Das werden wir jetzt gleich wissen. Moment. Hallo, was machen Sie da drin? Ha? Sie haben mich doch da reingeschickt. Und ich schicke gerne jetzt wieder raus. Ich lasse doch nicht zu, dass unsere Freunde in unserem Haus belästigt werden. Naja, ich hab schon verstanden. Ich geh schon. Aber nur, weil ich mir Verstärkung hol. Und dann komme ich wieder. Wer ist denn die Frau? Und was möchte die da? Das ist doch die Nichte vom General. Was? Vom General, der wo sein Wochenendhaus ohne Genehmigung umbaut hat. Ja, genau von dem. Ja. Aha. Ja, dann wissen wir ja jetzt auch, was das Weibsbild von euch wollt. Aber ihr habt es ja doch hoffentlich nicht gegeben. Ja, natürlich haben wir sie nicht gegeben. Ja, obwohl sie es mit allen Mitteln probiert hat. Ja, sie wollte den Gustav sogar verführen. Ja. Ja, aber sowas kann man doch mit dir nicht machen. Ja, genau, haha, mit mir doch nicht. Ja, da hat sie sich den Falschen rausgesucht. Ja, da ist der Haberer stur. Und da, Was hat denn die Frau überhaupt da drin zum Suchen gehabt? Daran ist bloß die Kathi schuld. ja, daran bist bloß du schuld. Was, ich? Ja, fangt denn jetzt alle zwei Spinner an? Der Gustav, der hat jetzt so Angst gehabt vor dir und wollte sich da drin verstecken, nicht? Und ist dann eingelaufen. Und diese Generalsnichte gleich hinterher. Ja, wahrscheinlich hat sie sich gedacht, na, wenn's mich nicht kriegt, dann probiert sie es halt bei ihm, gell? Ja, und warum versteckst dich du von mir? Weißt du, doch eine auf die Nasen aufgehauen hast. Mein Gott, weil mir da jetzt einmal die Hand ausgerutscht ist. Brauchst du doch nicht die ganze Zeit von mir verstecken. Das tut mir doch schon wieder leid. Gustav, komm, Gustav. Ja. Wir müssen in die Gemeinde über, wir müssen noch was Wichtiges besprechen. Ja, genau. Wir müssen noch in die Gemeinde rüber und was Wichtiges besprechen. Ja, wichtige Besprechung. Ganz wichtig. Also, du kannst sagen, was du machst, aber da ist irgendwas faul. Meinst? Die haben irgendwas angestellt. Ich kenne doch meinen Alten. Geh, in der kurzen Zeit, was der mit dem Weibsbild da drin war, da kann er doch nicht viel angestellt haben. Ich mein doch auch nicht jetzt, vorher schon. Du, vielleicht hat das ja was mit der vergangenen Nacht zu tun, wo die zwei so spät heimgekommen sind. Aber das bringen wir raus. Verlass dich drauf. Da schau her. Der grüne Freddy und die Tochter vom schwarzen Bürgermeister in aller Öffentlichkeit. Jetzt sag bloß, dein Vater hat schon ja gesagt. Nein, noch nicht. Es wird ihm aber nichts anderes überbleiben. Ja, ist denn da schon was unterwegs? Tja, einer von uns hat anscheinend nicht aufgepasst. Ja, Hilde! Sag einmal, hast denn du deine Tochter nicht aufgeklärt? Red doch keinen Schmarrn. Also meine Mama hat ja wie gesagt, Kathi hat's gesagt, die Sachen, die am schönsten sind, die sind entweder verboten, unmoralisch oder machen dick. Also lass die Finger davon. Dann waren Sie aber anscheinend kein folgsames Kind. Na mei, ich is halt so gern. Habt ihr mit dem Papa schon geredet? Ja, den ersten Versuch haben wir schon unternommen, aber es ist leider nichts draus geworden. Naja, warten wir halt auf die nächste Gelegenheit. Ja, da glaube ich aber nicht, dass heute der richtige Tag ist dazu. Der hat irgendwas angestellt. Weißt du was, Mama? Nein, ich weiß nix, aber ihr wisst scheinbar was. Also, ich glaube, Sie verdächtigen Ihren Mann zu Unrecht. Ja, das werden wir ja dann sehen. Wir bringen ihn schon raus. Kathi, komm, gehen wir. Wir bringen es schon raus. Also. Jetzt wird's aber höchst
die Sache erledigt wird. Sonst kommt so zum richtigen Krach zwischen meinen Eltern. Bin doch schon dabei. Bin schon im Endspurt. Okay, ich hätte mich gar nicht drauf einlassen sollen. Was? Was? Dann willst du mich nicht heiraten? Okay, Schmarrn. Ich bin alt genug und brauche zum Heiraten nicht den Segen von meinem Vater. Na. Das hört sich aber gar nicht an nach dem braven Töchterchen vom Bürgermeister. Das bin ich ja noch nie gewesen. Ach, drum hast du mich so lange zappeln lassen. Ha? Du wolltest noch andere Männer ausprobieren, ja? Obwohl du ganz genau gewusst hast, dass ich seit 3 Jahren ein Auge auf dich geworfen habe. Das war aber dein Fehler. Ein Auge allein reicht bei mir halt nicht. Da habe ich dann immer das Gefühl, dass das andere nach anderen Frauen schaut. Ich wollte immer nur dich. Ja, und ich wollte bloß die. So, und jetzt schaust aber, dass du das geregelt kriegst, dass wir endlich heiraten können. Mein Vater hat schon genug Blödsinn gemacht. Langsam mache ich mir Sorgen. Ich nicht. Du, wenn ich mir um ihn Sorgen mache, hast du dir gefälligst auch Sorgen zu machen. Also ich kann deine Sorgen nicht teilen. Wenn man verheiratet ist, teilt man aber seine Sorgen. Und wenn man keine Sorgen hat? Die kommen schon noch, verlass dich drauf. Oh, jetzt kommen sie wieder zurück. Und der Papa ist recht wurdig. Super. Wenn der würdig ist, kann ich am besten mit ihm verhandeln. Komm, wir verziehen uns ins Gästezimmer. Ins Zimmer? Da komme ich immer. Na. Ich möchte bloß wissen, für was ich die hab. Ja? Die kann man doch wirklich zu nichts brauchen. Wieso bist du eigentlich im Gemeinderat? Damit du einen mehr hast, der für dich nickt. Das ist wirklich aber auch das Einzige, was du kannst. Mein Gott, jeder Politiker und Staatsmann hat seine Berater, verstehst, und Helfer, die für einen die Kastanien aus dem Feuer holen, bloß ich hab keine. Das liegt nur daran, weil deine Kastanien viel zu tief im Feuer liegen. Du bist mir ein schöner Freund, auf die kann man sich verlassen. Ja, was hätte ich denn machen sollen, wenn das Wochenendhaus abgeschlossen ist? Hätte ich vielleicht auch die Fensterscheiben einschmeißen sollen, wie du. Ja, für mich hättest du schon machen können. Ja, hättest du dich von dieser höchsten schwingenden Sexbomben nicht verrückt machen lassen? Hättest du dich nicht so voll laufen lassen, dann hättest du es vielleicht verhindern können. Ui, die kommt tatsächlich wieder zu mir aufs Haus zu. Ich möchte bloß wissen, wieso die so an dem Unterhosel hängt. Ja, die wird doch nur ein zweites haben. Du, vielleicht hat die das Dokument dabei. Das wäre möglich, ja. Das wäre sogar ziemlich sicher. Los, verschwind. Nein, das geht jetzt nicht. Du brauchst mich. Ja, natürlich, ja. Das habe ich gemerkt, was du für mich für eine Hilfe bist. Ja. Los, hau ab da. Nein, nicht schon wieder da rein. Gut, dann geht da raus. Ja, das ist was anderes. Nein, da geht's ja auch nicht. Da hockt bestimmt meine Frau draußen. Ui, ist aber schon spät. Ach, mein Lieber, weißt du was? Die nehmen jetzt zu zweit in die Mankel. Nein, da habe ich eine viel bessere Idee. Du empfängst sie. Sagst einfach, mir hat's zerrissen. Nein, Herr Bürgermeister, das ist aber nett, dass ich Sie allein antreffe. Da lässt sich doch viel besser miteinander reden. der Bürgermeister ist nicht da. Haben Sie mich jetzt erschreckt? Ja, was glauben denn Sie, wie Sie meine Frau erschreckt haben, weil Sie mich so voller Lippenstift gemacht haben? Also, ich hab nichts gemacht. Kann ich jetzt den Bürgermeister sprechen? Das wird nicht gehen. Mein Gott, mit einer Rede doch gar nicht. Jetzt holen Sie mir den Bürgermeister. Ja, das wird nicht gehen. Reden Sie nicht so dumm daher und holen Sie mir jetzt bitteschön. Das wird nicht gehen. Und warum geht das nicht? Den hat's zerrissen, sowieso. Sie, wären Sie jetzt nicht unverschämt? Ich sag's bloß, wie es ist. Ach, ich verstehe. Sie wollen also damit sagen, dass er was zerrissen hat? Nein. Nicht er hat was zerrissen. Ihn hat's zerrissen. Sie, ich hab keine Zeit für solche Spielchen. Spielchen? Das ist doch genau das, was wir gestern Nacht auch gemacht haben, ha? Im Wochenendhaus draußen. Ja, und da habt ihr doch was mitgenommen. Ich hab nichts mitgenommen. Aber der Bürgermeister. Ja, den hat's doch zerrissen, soll ich sagen. Jetzt hab ich's aber langsam satt. Jetzt holt's mir augenblicklich den Bürgermeister her. Ja, aber wenn's ihn doch zerrissen hat. Na, wenn's ihn zerrissen hat. Wenn der was zerrissen hat, was mein Eigentum ist, dann werde ich Mittel und Wege finden, dass ich mir's wieder zurückhole. Haben wir uns da verstanden? Ich verstehe nur selber Spielchen. Oh, jetzt spielt nicht immer den dummen August. Nein, Gustav, nicht August. Ich schrei das ganze Haus zusammen und die umliegenden Nachbarn auch.
Nein, um Gottes Willen, das darf er's nicht machen. Da meinen die Leute am Ende, ich hätte ihnen was angetan. Genau das werde ich sagen. Ich werde sagen, dass ich im Haus des Bürgermeisters unsittlich behandelt worden bin. Nein, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Alois, bau dich wieder zusammen. Komm rein. Sie will was mit dir reden. Aber flott! Ja, aber flott. Ja, die schöne Linda ist noch da. Ich hab schon gedacht, sie war vielleicht heimgefahren. Das geht uns doch nicht so scheinheilig. Sie wissen genau, warum ich hergekommen bin. Nein, ich weiß es beim besten Willen nicht. Also, irgendwie haben sie mir jetzt auf den falschen Fuß erwischt. Aber Herr Bürgermeister, können wir denn das nicht unter 4 Augen bereden? Deren einfach so, als ob ich gar nicht da war. Gestern Nacht hat's doch aufgeklappt. Gestern waren Sie auch besoffen. Ja, besoffen? Ah, mei. Wenn ich will, gell, dann bin ich immer besoffen. Sag mal, können Sie denn nicht ein bisschen vor die Tür schicken? Ja, wenn er nicht zu besoffen ist, gell? Also wollen Sie mich vielleicht auf den Arm nehmen? Na, um Gottes Willen. Heute nimmer. Gestern hätte ich sie liebend gerne in den Arm genommen. Aber da wollten sie auf einmal nimmer. Ja, weil da haben sie schon das gehabt, was wollen haben, nicht? Die Unterschrift und den Stempel. Ach, so ist es. Sie sind beleidigt und darum haben Sie es mitgehen lassen. Aber, das kann man doch ändern. Hm? Sie geben es mir zurück und ich verspreche Ihnen, Sie dürfen mich auch mal in den Arm nehmen. Hm? Du, die möchte tatsächlich die Unterhose wieder. Was mache ich denn jetzt? Gib mir die deine. Du Depp. Herr Bürgermeister, schauen Sie mal, was ich da habe. Ja, da ist ja. Bei dem Spielchen haben wir uns doch gestern so gut verstanden. Hm? Sie vergeben es mir zurück und ich verspreche Ihnen, Sie werden es nicht bereuen. Sie haben doch eines. Gehabt, Herr Bürgermeister. Dann haben es doch Sie wieder an sich genommen. Ja, aber was ist noch das? Das ist eins von meinen Hosen, davon gibt's Hunderte. Aber von dem Schreiben gibt's nur eins. Ja, wem sagen Sie das? Und das möchte ich wieder haben. Ja, ich auch. Ah, geht's jetzt immer noch um die nachträgliche Baugenehmigung für das Wochenendhaus, das ohne Genehmigung gebaut worden ist? Wer ist denn das? Ich bin Gemeinderat, so wie der da. Also, darf bei Ihnen eigentlich jeder Gemeinderat einfach so daherspazieren und mitreden, wie es ihm gerade so passt? Nein, nicht jeder, aber ich schon. Stehen Sie doch mal bitte auf. Aufstehen. Also, Sie Bader, jetzt machen Sie aber einen Punkt, ja? Punkt. Gehe ich recht in der Annahme, dass es sich um das Schriftstück handelt? Also, es handelt sich wirklich um ein Schriftstück. Aber ich bin mir noch nicht ganz im Klaren, ob Sie da überhaupt kompetent sind. Nein, das ist er wirklich nicht. Der glaubt bloß, dass er immer und überall mitreden muss. Sie war auch da drin. Also, das habe ich genau gesehen. Er war da drin und sie war auch da drin. Wer ist wo drin? Deine Tochter, die Silvia. Spinnst da? Ja, ich habe jetzt das Gästezimmer aufgeräumt. Was? Jetzt kann es wieder benutzt werden von unseren Gästen. Moment, Silvia, halt einmal, bleib einmal da. Komm sofort da her. Sag einmal, Bader, was haben Sie mit meiner Tochter in unserem Gästezimmer verloren? Ich habe die Aufräumarbeiten überwacht. Das geht zu Ihrem Träger. In meinem Haus hab nur ich die Aufsicht, gell? Selbstverständlich, Herr Bürgermeister, aber Sie waren gerade nicht da. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Sie war doch da drin, ja. Was ist los? Das Größte bereits, was Sie machen, ein Hausfriedensbruch. Herr Bürgermeister, ich wäre Ihnen wirklich dankbar, wenn Sie sich jetzt erstmal um meine Probleme kümmern. Ihre Privaten interessieren mich nämlich überhaupt nicht. Ja, aber mich? Ja, dann geben Sie mir doch das Schriftstück, das Sie gestern unterschrieben haben, dann sind Sie mich auf der Stelle los. Was wollen Sie? Das Schriftstück. Die nachträgliche Genehmigung für das Wochenendhaus. Ja, aber die haben doch Sie. Mein Gott, wenn ich es hätte, dann wäre ich doch heute nicht herkommen. Sie haben doch das gestern wieder mitgenommen. Vor lauter Wut, weil Sie bei mir nicht zum Zug gekommen sind. Na. Wie reden denn Sie mit unserem Bürgermeister? Genau, na. Wir reden Sie mit Bürgermeister. So ein Schmarrn. Dann haben Sie vielleicht dieses Dokument gar nicht mehr. Nein, das sage ich doch. Es ist mir abhanden gekommen. Ja, du Lump, du warst du schon draußen im Haus, ha? Sie war da drin. Ich bin also doch nicht blöd. Das hat auch keiner behauptet. Ja. Wo ist das Dokument? Die zwei waren heute Vormittag schon beieinander. In diesem Zimmer da drin. Du Depp, du, von was redst denn du?
Ja, von deiner Tochter. Sie war da drin und er war auch da drin. Was interessiert mich jetzt die Silvia? Ich möchte wissen, wo du das Dokument hast. Herr Bürgermeister, jetzt geb's mir augenblicklich dieses Schriftstück. Das ist mein Eigentum und irgendjemand hat's aus dem Wochenendhaus von meinem Onkel gestohlen. Recht hat. Alois, du musst dein Eigentum wieder zurückgeben. Gott sei Dank, dass du da bist. Sieh mal. Was? Nicht jetzt. Du, ich werde da herin behandelt wie eine Aussätzige. Das ist ein Skandal. Ja, jetzt bin ich ja da. Also, was ist jetzt da los? Gibst der Dame ein Schriftstück wieder zurück? Ich hab's ja nicht, ich darf es ja selber gern haben. Aber meine Herren, hier liegt's doch. Sie meinen doch dieses Schreiben hier? Was ist das? Wo haben Sie das her? Ja, es ist hier auf dem Tisch gelegen. Gebt sofort das Dokument her. Das gehört mir. Bader, gibst das Dokument sofort der junge Dame. Bader, Sie geben das mir. Sie geben das mir, verstanden? Aber meine Herren. Bader, wenn Sie meinen Schwiegersohn werden wollen, dann gibt's mir augenblicklich das Dokument. Ja? Ja? Ein guter Gemeinderat hat die Pflicht, das Dokument der Dame zu geben. Aber meine Herren, bedrängen's mich doch nicht so. Es ist mir direkt peinlich. Ich hab gar nicht gewusst, dass ich bei Ihnen so beliebt bin. Wo ist denn das Dokument? Ja, Krutze Dirken, wo ist das Dokument? Ha? Also, ja, ich hab soeben der Dame gegeben. Tja, Ladies first. Was haben Sie gemacht? Da sind Sie nicht mehr ganz richtig im Kopf. Brav, Bader. Ich hab gar nicht gedacht, dass Sie so ein patenter Mensch sind. Werde bei Gelegenheit schon erkenntlich zeigen. In schwierigen Situationen sieht man dann erst die wahre Stärke eines Mannes. Das ist mir wurscht, wie stark der ist. Den Kerl bring ich um. Nur keine Angst, die, was der umgebracht hat, die leben alle noch. Und wenn Sie einmal meine Hilfe brauchen, rufen Sie mich an. Da haben Sie meine Privatnummer. Nächste Woche, da können wir endlich die leidige Geschichte mit dem Wochenendhaus ad acta legen. Wir machen uns doch schon lächerlich im ganzen Kreis. Jetzt hat der Bürgermeister persönlich die nachträgliche Genehmigung unterschrieben. So wird es nächste Woche beschlossen. Schluss aus. Wir müssen gegenüber der Bevölkerung Stärke zeigen. Recht haben Sie, Herr Kollege. Wir müssen endlich Stärke zeigen. Das hat ein Nachspielbader, das schwöre ich Ihnen. Komm, sei doch froh, dass der Kerl endlich vernünftig geworden ist. Weißt du was? Machen zu deinem Schwiegersohn und ist keine Ruhe im Gemeinderat. Also, alles klar? Führt euch. Respekt, Bader. Respekt, Bader. Gustav, bring du bitte den Kerl für mich um. Ich darf nicht, ich bin der Bürgermeister. Nein, ich trau mich nicht. Okay, du wirst doch keine Angst haben vor seinem Hans Wursten da. Angst habe ich keine, aber der hat mich schon zweimal in den Sitzungen zur Sau gemacht. Und wenn ich ihn nicht zubringe, macht er mich in der nächsten Sitzung wieder zur Sau. Du Depp, du. Bader, seitdem Sie bei uns im Gemeinderat sind, haben Sie uns nur Schwierigkeiten gemacht. Nur Schwierigkeiten. Aber das, was Sie sich jetzt geleistet haben, das ist wirklich der Gipfel. Wieso geben Sie das Dokument nicht mir? Aber Herr Bürgermeister, das war doch nur in Ihrem Interesse. Ach, übrigens, ich habe mich jetzt entschlossen, dass ich doch Ihre Tochter heirate. Und das trauen Sie sich mir ins Gesicht zu sagen. Hast du das gehört? Hast du das gehört, was der gesagt hat? Hast du das gehört? Ja, ich hör noch gut. Aber verlassen Sie augenblicklich mein Haus. Moment. Silvia, Ich glaube, da habe ich auch noch Wörter zum Mitreden. Silvia, gut, das kommst. Stell dir mal vor, dieser Hans Wurst, der möchte dich heiraten. Sag ihm doch einmal deine Meinung. Meine Meinung? Ja, bitte. Das ist meine Meinung. Das ist deine Meinung. Hey, spinnst denn du? Auseinander! Bist du narrisch? So ein Pharisäer kommt noch nicht in mein Haus. Vielleicht solltest du den Freddy auch mal was sagen lassen, Papa. Ja, gern, den lasse ich gern was sagen. Vielleicht ein paar Worte bei seiner eigenen Beerdigung. Und jetzt raus! Was ist denn los? Wen möchtest du denn ausschmeißen? Hilde gut, das kommt. Stell dir mal vor, dieser Mensch, der möchte unsere Tochter heiraten. Was sagst du denn da dazu? Herzlich willkommen in unserer Familie. Was ist los? Sag einmal, bist du vom wilden Affen gebissen? Wenn da jemand von wilden Affen bist, worden ist, dann bist das du. Ich hab nämlich mitgekriegt, dass du dich gestern im Wochenendhaus vom General ziemlich schamlos benommen hast. Und da hätte ich jetzt gerne eine Erklärung dafür. Das gehört nicht daher. Und ob das daher gehört. Sofort sagst du mir, was da draußen passiert ist. Und du stehst in einem hin und schaust mir in die Augen. Ich schau, dass ich hinauskomme. Herr Haberer! Ich glaube, es ist besser, wenn Sie hier bleiben
würden. Jetzt wird's doch erst interessant. Mitgegangen, mitgefangen. Also los, alles raus mit der Sprache. Was ist letzte Nacht passiert? Wenn ich vielleicht dazu was sagen dürfte. Sie haben bei mir gar nichts zu sagen, gell? Glaubt diesem Menschen kein Wort, glaubt ihm kein Wort. Die kennen wir von den Sitzungen schon her. Der lügt ja wieder, was das Maul aufmacht, gell, Gustav? Also, ich glaube, Sie verdächtigen die zwei vollkommen zu Unrecht. Was? Ja, schauen Sie, Ihre beiden Männer sind gestern in Ausübung ihrer Pflicht in eine hinterhältige Falle gelockt worden. Was redet denn der für einen Schmarrn daher? Lass ihn doch reden, Alois, das ist doch gut für uns. Herr Bader, reden Sie ruhig weiter, gell? Also, das war das so. Der General Steinbeißer, der, wie jeder weiß, ein gewiefter Taktiker ist, der hat unseren Bürgermeister und einen seiner Gemeinderäte zu einem klärenden Gespräch in sein Wochenendhaus eingeladen. Aber anstatt den General haben die beiden nur seine Nichte angetroffen. Und die hat der General beauftragt, dass sie die beiden Herren, naja, sagen wir mal, ein bisschen betrunken macht und bezirzt, damit der Herr Bürgermeister die nachträgliche Baugenehmigung unterschreibt. Ja, da hat uns dieser Kerl hinterrücks in eine Falle gelockt und wir zwei, wir sind blindlings hineingetappt. Hinterrücks und blindlings. Der lügt ja noch besser wie mir. Die Dame hat sich zwar schwer angestrengt, aber bei unserem Bürgermeister ist sie an den Falschen geraten. Ja, mit mir doch nicht, mit mir doch nicht. Mit mir kann man sowas nicht machen. Da bin ich stark geblieben, ich schon. Was hab ich dann gemacht? Unser Bürgermeister hat zunächst so getan, als ob er auf die Anmache reinfallen täte. Ich bin reingefallen, ja. Nein. Er ist also mit dem vorbereiteten Schreiben zum Rathaus gegangen, um es zu unterschreiben. Das kann er nur auf dem Rathaus, hat er zu der Dame gesagt, wegen dem Dienstsiegel. Ich kann nur im Rathaus schreiben. Ja, in Wirklichkeit hat er aber ganz was anderes vor. Ganz was anderes. Was hab ich vor? Er will sich für die Gemeindefalle rächen und hat aus der nachträglichen Baugenehmigung eine sofortige Abrissverfügung gemacht. Ich hab die Abrissbirne bestellt. Ja, so wie es der Gemeinderat auch beschlossen hat. Toll. Und dieses Schreiben, das bringt jetzt die Nichte zu ihrem Onkel, dem General. Wie ist jetzt das alles? Hast du nicht gerade vorhin gesagt, der Bader, der lügt, wenn er da das Maul aufmacht? Sollen wir ihm jetzt das glauben oder nicht? Doch. Diesmal sagt er ausnahmsweise die Wahrheit. Jetzt auf einmal. Das kannst du klar, Mama. Ich hab das auch gesehen. Was, du hast das auch gesehen? Ja, der Freddy und ich haben das zufällig beobachtet. Ja, die Sache wäre somit geklärt, nicht wahr? Wir zwei, wir waren in Ausübung unserer Pflicht unterwegs und somit ist die Angelegenheit erledigt. Ah ja, ich habe ja sowieso nie die geringsten Zweifel gehabt, dass das so war. Gell, Gustav? Ja, und warum hast du dann eine auf die Nase gehauen? Ei, ich habe so eine Burg gehabt. Darfst mir einmal eins auf die Nase hauen. Das ist gut. Ja. Aber bloß, wenn ich was angestellt habe. Ja, da findet ihr bestimmt was. Gustav, geh weiter. Jetzt gehen wir heim. Kathi, du gehst schon mal voraus, ja? Ich brauche Gustav noch für ein paar Minuten, weißt du? Wir müssen für die nächste Gemeinderatssitzung ein paar sehr wichtige Dinge noch besprechen und festlegen, gell? Ja. Gustav, lass mich aber nicht gehen so lange. Ja. Ja, dann besprechen wir auch ein paar Dinge, nämlich wegen der Hochzeit. Na, halt, der Bader bleibt da. Entschuldige mir, seid's gut. Der gehört ja schließlich auch zum Gemeinderat, nicht? Ihr könnt dabei schon mal einen Kaffee aufstellen. Also gut, aber dann in 5 Minuten. Und das lang. Du wirst mir nämlich einiges zum Erzählen haben, gell? Ich werde dir hoffentlich nicht zu viel verzeihen. Nur keine Angst, nur das, was nötig ist. Ja, was nötig ist. Nötig ist, dass ihr einen Gromung drauf die Hirsche da mischen. Da haben sie eine saubere Geschichte ausdenkt. Sag's einmal, wieso geben Sie dieser Dame das Dokument, das sie unterschrieben hat, wo ich nicht mehr ganz nüchtern war? Wieso? Wenn Sie mich auslassen, dann werde ich reden. Ja, warum? Bringen nicht um, Alois. Da darf man in den Sitzungen direkt fehlen. Wenn das Dokument bis nächste Woche nicht da ist, dann ist er bei der nächsten Sitzung sowieso nicht mehr dabei. Weil dann
Aber Schwiegerpapa, wer wird denn? Sag nicht Schwiegerpapa zu mir. Hast du das gehört? Sag ja nicht Schwiegerpapa zu mir. Also gut, dann halt Alois, ist mir auch recht. Red's ruhig weiter, Herr Vater. Machst ihn einmal richtig fertig. Aber Herr Kollege, ich will ihn noch gar nicht fertig machen. Ich will ihm doch nur helfen. Ja, dann gib's mir das Dokument. Mein lieber Alois, was glaubst du wohl, was das ist? Sag bloß, du hast dir ein Falschpapier gegeben. Nein, ich habe schon das Richtige gegeben. Ich hab's doch gewusst, dass der blöd ist. Ich hab's doch gewusst, dass der blöd ist. Der kann immer bloß gegen was sein. Genau. Und darum war ich auch dagegen, dass unser Bürgermeister von so einem raffinierten Luder übers Ohr kaut wird. Ja, das machen Sie wohl lieber selber, gell? Nein. Schauen Sie, ich habe doch dieses Schreiben aus dem Wochenendhaus rausgeholt. Ja, das weiß ich jetzt auch, dass das Sie gemacht haben können. Ja, aber wieso klauen Sie erst das Dokument und geben Sie es dann der jungen Dame wieder zurück? Ja, also das darf mich jetzt auch interessieren. Für so blöd hätte ich sie eigentlich nicht gehalten. Also, da sollte ich jetzt eigentlich schon ein bisschen beleidigt sein, dass Sie das jetzt tun. Ich hätte gemeint, ich hätte bewiesen, dass mich keiner übers Ohr hauen kann. Ich habe der Dame schon das richtige Schreiben gegeben. Nämlich das, auf dem die sofortige Abrissverfügung draufsteht. Wieso Abrissverfügung? Also ich habe in dem Schreiben nichts verändert. Ja, Sie nicht, aber ich. Die Dame hat eine Kopie von dem veränderten Schreiben. Das Original, das habe ich hier. Lass sehen. Tatsächlich! Er hat's gemacht! Er hat's gemacht! Er hat's tatsächlich gemacht! Herr Schmarrn, Sie wissen es sowieso, gell? Der hat das gemacht! Ja, aber wie haben's denn das gemacht? Das ist doch heutzutage kein Problem mehr. Ich habe mit der Schreibmaschine vom Rathaus die richtigen Wörter eingesetzt und das Schreiben dann kopiert. Und dieses Schreiben, das hat jetzt der General. Ja, und wie sind denn Sie überhaupt in das Rathaus hineingekommen? Ne? Ach, irgend so ein netter, freundlicher Herr hat die Fensterscheibe eingeschlagen. Aha. Aber die Fensterscheiben, die zahlt der Simon. Der hat uns das nämlich alles eingebrockt. Ja, dann wäre soweit ja alles in Ordnung. Dann können wir jetzt von meiner Belohnung reden. Ja, gern. Dankeschön, gell? Ich habe aber eigentlich an ein bisschen mehr gedacht. Kein Problem. Zweimal Dankeschön, aber das muss gar nicht. Also gut, dann muss ich dir halt sagen, was ich von dir möchte. Ich möchte gerne deine Tochter heiraten, Alois. Wie das klingt, wenn der Alois zu mir sagt. Alois, wie das klingt. Alois, hast du das gehört? Alois, nein, viel Teufel. Gustav, geh weiter. Jetzt gehen wir heim. Ja, natürlich, wir sind ja schon fertig. Sind wir schon Ja, geh noch mit, du kannst schon mitgehen, wir sind schon fertig. Komm, geh noch mit. aber alles, wir sind doch noch nicht fertig. Hey, pass mal auf da, schau. Verräter! Oh! Gustav, Ui! komm. Ja, Vater, Sie gehen jetzt am besten auch wieder heim, gell? Nein, zuerst muss ich dir noch was sagen. Na, was denn nun? Deine Tochter und ich, wir haben was unternommen gegen das Aussterben unserer Gemeinde. So, was soll denn das heißen? Das soll heißen, dass du bald Großvater wirst. Was wär ich? Ja, Das ist doch nicht zu glauben. Er sieht aber doch wirklich alles mit Fleiß oder alles mit Fleiß. Also gut, aber dann wird sofort geheiratet, gell? Und heute Nachmittag schreiben wir noch das Aufgebot, gell? nein, so pressiert's auch wieder nicht. Ah, doch, das pressiert schon so. Weil diesmal möchte ich, dass wir bei der Geburt von dem Kind auch wirklich einen Einwohner mehr in der Gemeinde haben. Na, du tust ja gerade so, als wenn bei uns im Ort noch nie Kinder auf die Welt kommen wären. Ja, das schon. Aber jedes Mal, wenn bei uns im Ort ein Kind auf die Welt gekommen ist, ist gleichzeitig ein junger Mann wieder verschwunden. Und das möchte ich diesmal verhindern. Ja. Keine Angst, ich bleib schon da. Hör dir erst mal an, was ich noch von dir möchte. Ach, das war noch nicht alles? Nein. Ich meine, heiraten hätten wir auch ohne deinen Segen können. Nein, ich möchte, dass du mich als dein Nachfolger aufbaust. Silvia, hast du das gehört? Er möchte mein Nachfolger werden, er. Was sagst du denn da dazu? Also wenn er das jetzt nicht gesagt hätte, dann hätte ich dir das gesagt. Okay, Papa. Einen besseren Nachfolger kannst du doch gar nicht wünschen. Hm? Und? Ist sonst alles klar? Ja, dein Vater möchte das Aufgebot heute noch schreiben. Das hat doch nur Zeit bis morgen. Komm, Freddy. Ja, also, Wiedersehen, Opa.
verkauft mich. Dann bin ich jetzt der verkaufte Großvater. Ich meine, der verkaufte Bürgermeister. Alois, kommst du? Nein. Jetzt hätten wir gerade so schön Zeit. Meine eigene Tochter verkauft mich. Was meinst du denn, Alois? Jetzt hätten wir doch gerade Zeit. Oh, Hilde. Meine eigene Tochter. Alois, schau mal, was ich da habe. Was hast du? Jetzt wird die Zeit für dich. Bist du nicht miert, ha? So munter war ich schon lange nicht mehr. Gut, aber unterschreiben tut er nix. So, mein Lieber, gurgel dir die auf. Oho. Tut das gut. Ja, was ist? Kann das sein, dass ich nur einen mag? Ich mag nur einen, gell? Ja. 2 Schnapsel in Ehren kann niemand verwehren. Die Bauernregel. Ist auf Zeit, Ivi. Großvater, du bist auch da. Ja, ich bin auch da. Oder ist er womöglich nicht recht? Grüß dich, Markus. Grüß dich, Kreuzpointner. Freilich ist mir recht. Aber ich hab bloß gemeint, weil du sonst bei dem Schöner wieder immer draußen sitzt. Ja, mein Dirndl, früher, weißt schon. Früher, wie unser Großinquisitor das Rauchen noch nicht unter Todesstrafe gestellt hat. Da hab ich gern auf der Hausbank einmal ein Pfeiferl geraucht, nicht? Aber jetzt ist er sie da hinter mir her. Meine Erzfeindin, ob's mir nicht irgendein Geschäft anschaffen kann, nicht? So wie gestern das Kartoffelschein. Aber derer habe ich was gesagt. Ja, ja. Ich hab da doch jemand gesehen, der auf die Nacht Kartoffeln geschält hat. Ja? Ja, sie hat die besseren Argumente gehabt. Geht so, da fällt einem doch kein Zacken aus der Krone, oder? Ich meine, ich hab selber auch schon mal Kartoffeln geschält. Ja, so schaust du aus. Wer die Arbeit kennt und sich nicht drückt, der ist verrückt. All die Bauernregel an. Aber was willst du von einem verlangen, der in der Stadt drin studiert, gell? Ja, und wenn ich dann einmal Doktor bin, dann bist du froh, wenn ich deinen Rheumatismus kuriere. Oh, mein Bub. Bis du Doktor bist, dabei schauen wir jeder Diesel von unten. Großvater, das, wenn die Teres wieder gesehen wird. Bist du nicht meine Stiefeln her? Die rammen wir schon selber auf. Der Großvater wird auch immer sonderbarer. In dem Alter hat ja jeder das Recht dazu. Also manchmal glaube ich, du meinst das auch, was du sagst. Jetzt lass uns nicht rumdiskutieren. Es gibt nämlich was Wichtigeres. Ja, jetzt sind wir allein, Markus. Was ist denn los? Was hast du mir denn so brisant zum Sagen? Ja, also weißt du, Evi, das ist nicht so einfach und ich weiß auch gar nicht, ob du mich verstehst.
Also, wenn's mir sagst, dann kann ich dir auch sagen, ob ich dich verstehe. Du Akademiker, du Oberschlauer. Ja, bei uns auf der Uni, ich meine, es ist eigentlich gar nicht so schlimm, aber kannst mir du ein Backerl aufheben? Bis jetzt hast du nur geredet, aber nichts gesagt, also tu her. Los, Mannsspieler übereinander! In anderen fällt man immer und den anderen damit erschlagen, glaubt das? Der zukünftige Herr Professor. Kannst dich auch angesprochen fühlen, was ich gerade gesagt habe über die Mannsbilder. Was willst du überhaupt da? Teres. Was du willst, frage dich. Ja, ich wollte gleich gehen. Ja? Ich wollte bloß noch kurz sagen zur Evi. So. Also dann, Evi, bis nächste Woche. Gell? Aber du wolltest mir doch noch. Ja, Evi, Für gut. ich schreibe da alles. Mannsbilder übereinander. Na, da schau her, da schau her. Sitzt doch der alte Fallotte jetzt da draußen auf der Bank, du und er stiert in die Luft. Vor einer Stunde habe ich ihm schon gesagt, er soll die Erbsen da ausperlen. Aber na, was tut er? Er sitzt auf der Hausbank draußen und stiert in die Luft. Xaver, komm sofort rein! Ja, Xaver, Erbsen ausperlen! Nein, sonst noch was. Ich bin doch nicht der Polante. Soll ich vielleicht die Erbsen? Nein, das sollte nur er machen. Bloß damit er sich recht ärgert dabei, gell? Xaver, wenn du gleich reinkommst, dann versprich ich dir, dass ich das Flascherl Schnaps, das ich gefunden hab, nicht in Ausguss reinschütt. Er, der Siebengescheide, hat gemeint, er kann mich ausschmieren, hat er gemeint. Du, schau her, wenn ich nicht zufällig die Spinnweben vom Herrgott sein Gesicht runter da hätte, dann hätte ich das Flascherl Schnaps nie da hinten gefunden. Ja, sowas nennt man göttliche Fügung. Wo möchtest denn du einen Schnaps gefunden haben? Da! Oder willst vielleicht leugnen, dass das Teufelszeug dir gehört? Also, dir kommt ja schon gar nichts aus, gell? Nein, da kannst du Gift draufnehmen. Ja, also nachher, tu es wieder her. Na. Ja, ich bär dir auch das Zeug da aus. Vom Hergeben habe ich nichts gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich ihn nicht in Ausguss nicht. Also, ich bin im Stall, wenn was ist. Bei eurer ewigen Hacklerei muss ich nicht dabei sein. Das für eine Logik. Wenn du mir nicht gibst den Schnaps, das kannst du gerade so gut wegschütten, da hab ich auch nichts davon. Ja, wart nur ab, du wart ab. Vielleicht kriegst du, wenn's Christkindl kommt, Ja, gell? lieber wäre mir, als wäre die selber gestrickte schafwollene Unterhosen vom vorigen Jahr. Lieber, die hat er, Türken, die hat er vielleicht bissen. Das ist eine Weiberarbeit, ist das sonst nix. Ja, wenn dir das lieber ist, dann tust halt du Sockenstopfer, oder? Da sind meine Bratzen zu grob. Ja. Ja, klingt schon. Ja. Mein Lieber, bei dir ist ja wie beim Militär, hast du gehört. Wieso denn? Ja, da hat uns auch wieder der Spieß angetrieben. Du, ich treib dich nicht um, na, fällt mir doch gar nicht ein. Na. Schau, bis zum Winter, da wirst du schon fertig werden. Wenn's denn da lebst. Also das sage ich dir, wenn ich nichts mehr erlebe, aber die überlebe ich noch. Und wenn es gerade um einen Tag ist. Und deine Beine schmeiße ich noch die Birnen vom Baum. Ja, das werden wir dann sehen, Ja, das werden wir sehen. Ich hab schon manches überlebt. Ja, und sogar deine Zille, gell? Gott hab sie selig gehabt. Du lass meine Ziele aus dem Spiel, gell, die arme Haut. Mir gang's wesentlich besser, wenn sie noch bei mir war. Ja, das glaube ich dir gern. Denn meine seelensgute Schwester, oh Gott hab sie selig, die hat ja alles ausgelassen. Das Rauchen, Saufen und womöglich auch noch die Weibergeschichten, gell? Du hast ja nie was auslassen, du. Ja, warum denn auch? Das Leben ist kurz wie ein Kinderheld. Kurz und bescheiden. Ja, nur bei der Arbeit, da hast du zwei linke Hände, gell? Na, ich danke schön für so einen Kerl. Ja, du hast ja auch niemand erwischt. Grad nur hätte ich haben können, grad nur. Aber lauter solche, wie du bist. Ja, was denn du jetzt langsamer, gell? Hier will noch mal. Du. Reg dich nicht auf, sonst bist du ganz schnell da drum, gell? Ja, im Fegfeuer bin ich jetzt schon. Na, geh. Hinter deine Schmeicheleien für später auf. Jetzt darf ich wieder die Erbsen ausperlen. Na, sowas. Sagst du was?
Der gehst nicht weg, nur der Fisch. Wie lintig es gestern. Was soll denn ich suchen? Was du umeinander fuchtelst da drum? Ja, das ist wegen der Bewegung, gell? Ja. Weil in meinem Alter darf man nicht mehr zu lang sitzen, weißt? Sonst rost man rein. Wer rastet, der rostet. Ja. Alte Bauernriegel. Ja, dann ist schon gut, gell? Ja, und jetzt schau, dass du den Stall rauskommst. Die Bläss wartet auf deinen allergnädigsten Besuch. So. So. Na, wo ist denn? Ob ich mir's nicht gedacht hab, fleißig war's, die Teres. Alles hat's durchgesucht, alles. So. Ja. Ja, was ist denn? Geh auf, lur der Fisch. Ja, rein, wenn's kein Schneider ist. Ja. Servus gesagt! Ja! Ja, sag einmal. Ja, bist du narrisch geworden? So, der Viech da oben, der Hahn, grüß dich. Ja, was hast denn du vor? Gehst du wieder auf die Jagd? Freilich. Ja und? Hast du was getroffen? Das glaubst du? Da schau her. Haha, das da. Fast wieder überlistet, deinen Archaeopteryx brutalis domesticus. Im Volksmund auch der Hausdrache genannt. Ach so, ja. Ja. Weißt du, auf gescheite Hennen frisst der Fuchs. Alte Bauernriegel. Da muss ich schon früher aufstehen, weißt du. Du, was ist, hast du bei Medizin dabei? Prahle, so wie es ausgemacht war. Ja, brav, sag ich schön. Dann gehen wir es gleich an, gell? Da haben wir schon gleich, abgespult sind schon. Respekt! Der kluge Mann hat seinen Hausstand allerweit dabei. Genau. Ich bin ein wandelnder Geschirrschrank, musst du wissen. Ja, wie wir es beim Militär gelernt haben. Immer alles am Mann. Zu Befehl. Prost. Prost. Ui. Oh, der Bredobri. Vogelbär, hä? Mein Lieber, der balmt den alten Mo. Der mein... Was? Mein... Hustensaft. Also viel ist dir da voll nicht eingefallen, das sag ich dir. Naja, was soll man auch von einem Viechdoktor noch eine Fantasie verlangen, gell? Bin zu Tränen gerührt über deine Dankbarkeit, Ja, gell? ja. Was ist, mögen wir noch einen? Naja, einen noch auf dem Weg. Ja, schließlich muss ich in den Stall. Ja. Und das gehört sich nicht, dass der Viechdoktor bei einer Geburt besoffen ist. Ja, du hast recht. Hernach sichtet das Kaibe und kriegt vor lauter Schreck einen Rinderwahnsinn. Safer, sowas sagt man nicht einmal im Spaß, gell? Ist in Ordnung. Dann bleibst du nüchtern und mir bleibt mehr. Ja. Ja, das Geld machst du mit dem Jungen. Ja, ist ja gut. Aber jetzt bitte schön, sag mal, warum ich dir ausgerechnet im Hurstensaftflascherl einen Schnaps bringen muss. Der ist für die Teres. Was? Ja? Ja, seit wann trinken die Teres einen Schnaps? Okay, die trinkt ja keinen Schnaps. Höchstens auf Weihnachten oder auf Silvester. Und dann nur ihr Eierlikörle, gell? Nein, der ist, damit sie ihn findet, verstehst? Und dann hat sie rechte Freude und gemeint, ich hab nichts mehr. Du hast nichts Ja, mehr. ja, das Menschenglaube ist sein Himmelreich, nicht? Geh, mit der spielt doch immer die Katz mit der Maus. Safer, Herr Doktor? du bist für ein ganzer Durchtriebener, gell? Ja, mein Gott, was tut man nicht alles für die Gesundheit? Ja, wir sehen uns ja nachher, gell? Ja, du? Ja. Tu mir für die Weiberlampe nur aufhalten, gell? Damit ich mein Pfeiferl in Ruhe rauchen kann. Safer, gute Besserung. Danke, Herr Doktor, danke sehr. So, jetzt sollte die gehen eigentlich... was? Wenn's die Hälfte wegschiebt, ist gelangt auch. Ui, das war ein bisschen ein großer Schluck. Aha. So, jetzt brauchen wir noch einen Tabak. So. Einen Tabak. Was ist denn? Herrschaftszeiten. Ja, das war ja jetzt schon gut, wenn ich selber nicht mehr wisse, wo ich was versteckt hab. Es ist ja Sommer, es ist ja Sommer. So, mein Lieber, auf dieses raffinistische Versteck kommt's mir oder lebt noch nicht.
Tabak ist ein edles Kraut, ob man ihn schnupft, raucht oder kaut. Alte Bauernregel. Ja, Herr Rhein. Grüß dich, Ochsenbauer. Du bist es. Ich hab schon gemeint, die Tieres was. Okay, Saufer, schau mich da an. Erstens einmal habe ich eine ganz andere Figurinie. Verstehst du? Und zweitens einmal klopft doch die Therese auch nicht. Was weiß man? Der hat traue ich alles zu. Sogar, dass sie klopft. Bloß damit ich im Morgen so ist, war wer anders, verstehst du? Und, was bringst du bei den Schins? Nix. Heute ist Sonntag. Nix? Du machst doch hoffentlich einen Spaß. Warum? Wartest auf die Kirchenzeitung. Okay, ja, da auf, die lese ich nicht. Also. Nein, das ist mir zu anspruchsvoll, weißt du. Saufer. Da, deine Lieferung. Also, ja, Gott sei Dank. Ich habe schon gemeint, du hättest das vergessen. Du, der Kram hat gesagt, das ist ein ganz gut, ein ganz was Neues und Feines. Es ist ein Kreuz. Mit meinem Reis Matthias komme ich nicht mehr aufs Rad laufen und in Nachbarorten über nicht. Und wenn ich bei unserem Kram einkaufe, naja, fahrt als erstes die Therese. Verstehst du? Was ist schon, setz dich nieder. Rauch ein Pfeiferl mit, damit wir es ordentlich dampfen lassen können. Also, eigentlich habe ich für nicht recht viel Zeit. Ja, geh weiter. Muss da am Ende noch jemand einen heimlichen Tabak liefern? Tabak ist es nicht, aber eine heimliche Lieferung ist es trotzdem. Geh weiter. Ist am Ende Schnaps? Schnaps ist es auch nicht, aber trotzdem was Scharfes. Ja, jetzt machst du mich aber neugierig. Großvater, versteck deinen Schnaps und hör zum Rauchen auf. Grüß dich, Schorsch. Grüß dich, gute Eval. Die Therese kommt. Wer weiß denn du, dass ich einen Schnaps versteckt hab? Weil ich zufällig einmal einen gefunden hab. Du weißt was, dann bring doch das in der Therese ihr Kammer und versteck's unter ihrer Reizwäsche. Als Raucher brauchen wir nicht aufhören, weil das riecht so nachher sowieso. Ich sag dann ganz einfach, das war eine Spende vom Schorsch. So ist es. Dann kriegst du, der verschwindet. Dann kriegst nämlich du deinen Anschiss von ihr. Ja, Freilich, dann bist du hier mal wieder, gell? Ja. Ich sag dir mal, Saufer, warum versteckt jetzt die Evi ausgerechnet ist bei der Therese in ihrer Kammer? Weil das der einzige Ort ist, an dem sie nicht sucht. Aber mein Lieber, du wärst ja so ausgeschämter sein, jetzt kann man mal sagen, ihr zwei. Ja, an gute Ideen hat's mir noch nie gemangelt. Weißt du, man wird alt wie eine Kuh und lernt doch immer was dazu. Alte Bauernregel. Schau, mit so einem Hirn, da könnte sogar ein Politiker was lernen von Geh dir. weiter. Bis war das Allerneueste, dass man zu der Politik ein Hirn braucht. Ich mein, du warst ja auch einmal unser Bürgermeister, nicht? Du, das war noch vor deiner Zeit, gell? Ja, aber kandidiert der Hubert nicht auch für das Amt? Ja, das ist ja gerade, weil er kein Hirn hat, darum möchte er in Politik. Was ist, Evi? Haben wir eigentlich eine Stierkeibe gekriegt? Freilich, ein ganz liebes auch noch. Geh mal, Ja, da hast du gerade vorhin gesagt, dass er Stierkeibe wird. Ja, Schatz. Ich schau kein Trager das Viech bloß an und weiß sofort Bescheid. Aha. Sofort. Alte Bauernregel. Ja, ja. Los, manchmal nicht übereinander, ha? Sogar am Tag des Herrn. Da wird geraucht wie ein Lokomotiv und gesoffen wie die Raubritter. Schauen wir so Zeug. Ja, da kommt ein Gewitter, gell? Ich glaub, ich muss meine Post austragen. Heut am Sonntag, du Verlotto, liegen jetzt und fluchen und Gott lästern. Oh, ich werd noch mal der Teufel holen. Sie hörten das Wort zum Sonntag.
Ja, was ist jetzt das, ha? Ja, um Gottes Willen. Ja, was liegt denn da drunten, ha? Ah! Ja, der Fallot, der Hundsmiserable, ha? Aber wenn der glaubt, der kann mich abschrecken, dann hat er sie brennt. Ah, Bürscherl, hab ich dich jetzt erwischt, ha, du? Mein Mu, das magst du mir nicht umsonst. Na, 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 na. So, jetzt. Oh, so. So, da la. Hast du gemeint, du bist mir zu gescheit? Na, 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 so gescheit wie du bist, bin ich auch. Was tust denn du da? Ah, was aufnehmen, tu ich, was aufnehmen. Oder? Hast du gemeint, ich warte auf einen Zug, hä? Was ist denn runtergefallen? Ein Mausfall? Ja. Wo kommt denn die her? Ah, die hat bestimmt Katzen untergestellt für die Mais. Ja. Die Katze, Mausfall. Ja, heute bei den modernen Zeiten, da wollen sogar die Viecher selber nichts mehr arbeiten. Ja. Du ist weg, sonst tappt nur wer rein, gell? Mama, ich fahr jetzt ins Kino. Ah, ist mit dem Herz allerliebsten Markus nichts mehr, ha? Warum? Na, im Morgen, weil du auf Männerfang aus bist. Die Männer fahren. Ja, weil du ausstaffiert bist. Ja, das geht zu. Lass die in Ruhe. Hilf nur du auch zu ihr. Aber dann wirst du sehen, gell, wenn's daherkommt und ist in andere Umstände und kein Mensch weiß, wer der Vater ist. Bloß weil eine ins Kino geht, kommt so lange in andere Umstände. Ich mag nur einen Markus, das weißt du ganz genau. Und solange der in München studiert, werde ich doch einmal mit der Malis ins Kino gehen dürfen. Ja du, und was studiert ihr denn schon, ha? Saufen, Rauchen und Weiberleid. Ja, aber das brauchen die Mannsbrüder nicht studieren. Das kennen sie von Geburt an. Ja, wie der Hundsbein. Und vor allen Dingen, der Markus ist der Erste, der sich einbaut in unserem Dorf, dass er studieren muss. Bloß weil sein Vater Bürgermeister zufällig ist, gell? Meint er hat die Gescheitheit mit dem Löffel gefressen. Ja. Dass jetzt du immer über Markus schimpfen musst. Ja, hilf nur zu auch, tut ihm nichts nutzt du. Dann wirst du sehen, wie weit das kommt. Wenn er ehrliche Absichten hätte, dann darf er wirklich um die Evi anhalten und das einmal da das Ding übernehmen, den Hof. Wenn er aber mal Doktor werden will. Na, wenn er Doktor wär's, ja. Doktor gibt's nur und keiner hat eine Ahnung. Mein Gott, was war das, wie ich früher noch jung war? Schon. Aber in den 150 Jahren hat sich so manches geändert. Du bist bei lang nicht groß für ein Watschen, gell? Also wie ich noch jung war, na, da ist man mit dem Wedaben zur alten Lindnerin gegangen. Ja, das war unser Kräuterweiberl. Die hat für jede Krankheit einen Tee gehabt oder einen Salm. Und zu größeren Sachen, da ist man dann zu unserem Bruder gegangen. Ja, und an einem Blindarm ist man dann gestorben. Da hat man halt einen Pech gehabt, gell? Mein Gott, ich darf mich niemals von einem Mannsbild aufschneiden lassen. Kein Mensch verlangt von dir, dass du aufschneiden lassen sollst. Ja. Aber deswegen kann doch der Markus trotzdem ein Doktor werden. Kann das sein, dass er Zahnarzt werden will? Ich brauch keinen Zahnarzt nimmer. Na. Ich hab meine dritten Zähne und ich bin recht zufrieden damit. Ja. Und die hast du von einem Kräuterweiberl schnipsen lassen. Du Rotspippen, du Freche, gell? Terre. Weißt ja auch immer alles ausgehen lässt. Mein Gott, mitten unter der Woche fortgehen. Was hätt's denn das früher schon gegeben? Ja, da muss doch was Unsittliches dabei rauskommen. Sie geht doch bloß ins Kino mit der Malis. Das Kino allein ist schon unsittlich, sagt unser Herr Pfarrer. Und dann die Malis. Die Malis ist ja das Gift für das Madel. Was hast du jetzt wieder gegen die Malis? Ein Kind hat's, verheiratet ist und am Dienstag geht's ins Kino. Geh weiter, da musst du... Da, schau her, dass deine Mutter helfen. Bei der Schneiderei war gescheiter. Das kannst du doch gar nicht. Ich habe ja Schneiderei gelernt, aber die Evi... Ja, die hat zwei linke Hände. Genauso wie ihr Vater und ihr Großvater. Ja, dann bring sie halt bei. Ja, lern sie halt. Du hast das ja auch gelernt. Geht zu jetzt, Evi, und macht euch einen schönen Abend. Ja, du dir auch. Aber wenn die Therese halt schon den ganzen Abend spinnt. Aber, du freche Hähner, warst du nicht, ja? Entschuldige, Tante Therese.
Aber was tut man denn, wenn man an einem Spinnradl sitzt? Na. Jugend hat keine Tugend, gell? Mein Gott. Aber ihr werdet euch noch mal anschauen. Gute Nacht, schöne Bayerin. So, da jetzt. Was ist? Gehst du auch ins Kino? Ich? Nein, wieso? Ja, weil du so ausstaffiert bist, schaut der Garage so aus. Ja, Oder? jetzt geh zu, lass den Hubert in Ruhe, gell? Lass ihn, Kathi. Der geht bloß der Vater ab. Wenn du den nicht sekieren kann, dann musst du sie an einen anderen halten, verstehst du? Hey, ist dir wieder einmal langweilig? Nein, mir ist nicht langweilig. Ich hab gar keine Zeit dazu, nein. Du musst nur Brotzeug, bevor du gehst, Hubert. Nein, du, mir pressiert's wirklich auf die Sitzung. Die fangen pünktlich um 7:30 Uhr an, gell? Mei, Sitzung, sagt man. Dabei wär geschufen bis in die Nacht rein. Ja, mein Kerl, das ist ein alter Schnee. Arbeiten macht durstig. Und ich hab euch aber genug, gell? Du, ich hab auch gearbeitet nur und bin nicht durstig. Ich glaub, das Privileg habt's nur ihr Mannsbrüder, ha? Ja, mei, wie es der Herrgott gemacht hat, gell? So sind wir. Ja, ich glaub allerweil, euch hat der Teufel gemacht, euch Mannsbrüder. Geh, Terres, jetzt rennst du über in die Kirchen und kennst nicht einmal die Schöpfungsgeschichten. Ja, keine Angst. Du, ich weiß besser Bescheid, aber du musst erst katholisch werden, gell? Ja, du machst mich schon noch katholisch, das ist gewiss. Als nächstes gehe ich dann Wallfahrten und bitte, dass dir vom Himmel drum auf der Scherenschleifer Guschen fällt. Hubert! Das ist auch wahr, auch. Ja, der Apfel, der fällt nicht weit vom Birnbaum. Aber du bist schuld, Kathi, dass er so geworden ist, ja, wie der Xaver. Ich hab mich Zeit meines Lebens bemüht, dass er gescheites, richtiges Mannsbild aus ihm geworden ist. Er ist ein gescheites Mannsbild. Ja, du wirst das wissen. Ja, ich weiß das. Gell, Hubert? Freilich. Im Stall bin ich jetzt fertig. Ja, schön, wenn im Haus gelacht wird. Das muss der Teres sagen. Ich hab in dem Haus nichts zum Lachen, das ist einmal gewiss. Also, Teres, wer nicht lacht, der wär krank. Meine Kinder lachen das ganze Jahr nicht und sind auch pumperl gesund. Holst die Zug ihrer Kur, hä? Jetzt fang nicht du auch noch an, Hubert, gell? Ich sag einmal, ja, was ist jetzt das? Zeigt jetzt ja eure Landkarten selber. Der Freilich, Fichtung, da schau her. Das ist der Chiemsee. Ja, und da ist die Insel und da ist das Schloss. Ja. Auf, das ist ein Schnittmuster. Du, Fichtung, da bist du einmal eine tüchtige Schneiderin brauchst du bloß sagen, gell? Sagt der für mal, Weil ihr weißt, was ist? macht sich die Katjas Konse. Respekt. Na, geht aber mal schon die richtige rausgesucht. Du hast mich rausgesucht. Freilich, warum denn nicht, hä? Ja, wer was nimmt. Du und raussuchen. Du findest ja nicht einmal einen Baum im Wald. Da hat die Katja schon dazu da müssen, dass zu eurem großen Hof gekommen ist. Jetzt langt's aber, Teres, gell? Freilich doch wahr. Wo bist denn du schon rausgekommen, ha du? Also, wie ich schon gesagt habe, Mama, der Bless und dem Kai, wie geht's gut? Ja, war ein Wunder bei meiner Pflege, gell? Ich bin ja praktisch fürs Viech allein zuständig. Ja, und dann wird's dann nie. Nein. Über deine Arbeit sagt kein Mensch was, Teres. Ah, nicht? Mhm. Ja, die Evi hilft auch brav mit, oder? Ja, das schon. Aber gescheiter was, sie darf einen tüchtigen, reichen Bauern heiraten und nicht so einen Windhund, der wo nur die Lumperei studiert. Ein Doktor ist auch was Gescheites. Ja, wenn es wert. Aber noch ist es nicht, gell? Mein Gott, man hört nur im Dorf, dass er noch gar nicht fertig ist mit der Studiererei. Bloß, dass er seinem Vater Haus und Hof verstudiert, ja? Ich habe auch in München studiert. Ja und, schaut dir an, was ist denn rausgekommen dabei? Dankeschön. Sehr nett. Ja. Heute hat's wieder richtig der Hofer gestochen, die Teres, gell? Heute? So ist sie immer, gell? Ja, rein. Grüß euch gut, alle miteinander, Weiber und Mann, grüß euch gut. Jawohl. Was ist? Der Xaver nicht da? Nein. Hab ich die nicht heute schon mal vorbeigesehen? Ne? Nie? Ach, da täuscht dich. Das heißt eigentlich schon, aber dann hab ich euer gestrenger Hofhund so angeschaut.
Und bevor ich mich von dem abfieseln lasse, habe ich mir gedacht, bringe ich die Post am Rückweg vorbei. Gell? Ja, heute um 7:30 auf die Nacht. Ja. Wo ist denn überhaupt die Evi, für die hätte ich auch was? Die ist im Kino. Ja, was läuft denn überhaupt für einen Film? Das herkommt. Nein, das muss ja das selber geben. Die hat noch dazu eingeschrieben, gell? Ja. Ja, ich unterschreibe das schon. Ich gib's ja auch. Ja, was hat er jetzt zum Schreiben? Du, neugierig bist du gar nicht, gell? Nein, das war ich noch nie. Nein. Von Markus ist das Bakel, falls du es wissen willst. Ja. Und? Was hat denn der zum Schicken? Schaut rein. Gibt doch gar nicht in Frage. Das musst du selber aufmachen. Hey. So, also dann geh jetzt wieder für dein Gott. Für heute mache ich Schluss. So. Ja, halt. Wenn du eine Lieferung hast für deinen neuen Spätzle, für deinen alten vielmehr, dann gehst zum Feigl runter. Der feiert seinen 85. heute, ja. Für euch Gott. Warte, ich geh gleich mit mir jetzt auf die Sitzung, gell? Und wenn nicht wieder so spät heimgehen. Hey, du kennst mich doch. Eben. Für euch Gott, alle miteinander. Ja. Und du kannst auch gleich mitgehen, ja? Der Bläschung am Kaiwe geht's doch gut, oder? Ja, ich weiß. Ich hab's ja schließlich untersucht. Da, hast du eine Zeitung. Oh, Sag mal, Teres, was? hast du heute vielleicht einen schlechten Tag? Na, wieso denn? Warum denn? Ja, wie ist denn das dann bei dir, wenn du einen schlechten Tag hast? Frag lieber nicht. Wenn die Teres einen schlechten Tag hat, dann ist die Hölle ein Oktoberfest. Ja. Dankeschön. Red's nur, ja. Ihr werdet schon mal sein, wenn ich einmal nicht mehr bin. Dann kann der saubere Herr da Stall misten, ja? Und Missbraten. Na und? Hab ich's nicht wieder gesagt? Diese Blutstudiererei. Ja, da steht's schon, ja? Diese Sakramentstudenten, da nur Polizei. Demonstrieren sie wieder. Ja, freilich ist es in München an der Universität zu Festnahmen gekommen. Die Staatsanwaltschaft hat 6 Haftbefehle gegen Münchner Studenten ausgefertigt. Da schau. Warum haben sie es festgenommen? Es handelt sich um Rauschgift, Ja. oder besser gesagt um Haschisch. Ja. Haschisch, um Gottes Willen. Dann kriegen wir vielleicht einen Schwiegersohn ins Haus, der sich so Sachen in die Adern sprutzt. Ja, pfui Teufel, ja. Genau wie im Fernsehen, wo man sieht. Wann hast denn du da was gesehen? Ja, immer schon sieht man solche Sachen. Grausig, sag ich nur grausig. Ein paar Studenten sind mit Haschisch erwischt und auch schon eingesperrt worden. Die Ermittlungen laufen noch, was? Ja. Am Freitag kommt der Markus heim, da werden wir ja was Näheres erfahren. Wenn er kommt. Vielleicht kommt er gar nicht. Vielleicht sitzt er. Das hörst nicht gleich auf, bis wenn jetzt Evi wiederkehrt. Ja, das war vielleicht nur ihr Glück, wenn es vielleicht einen reichen, tüchtigen Bauern heiraten darf dann. Warum hast du denn du keinen reichen und tüchtigen Bauern gesucht, wie du jung warst? Er war gestraft gut gewesen für sein ganzes Leben, gell? Ja. Red's nur hinter meinem Rücken, gell? Mein Gott, wie ich noch jung war, da war das ganz anders. Mei, die, wo ich wollen hätte, die haben mich nicht wollen. Und die, wo mich wollen haben, die haben entweder nichts gehabt oder ich hab's nicht wollen. Ja, aber wenn der Richtige gekommen war, mein Gott, den hätte ich schon genommen, da könnt's Gift draufnehmen. Ja, das Gift hätte der Bräutigam schon genommen, wenn er die besser kennt hätte. Du hast das gleiche Schandmal als wie der Gesaufherr. Hey, Teres, wie man in den Wald reinruft, so halten es wieder raus. Eine alte Bauernregel, gell? Ja. Was wahr ist, ist wahr und das muss gesagt werden, gell? Was? Wenn alles gesagt wird, was wahr ist. Ja. Ich gehe jetzt zu den anderen ins Wirtshaus. Ja. Geht's hu, zum Saufen, zum Rauchen und Gott lästern. Geh noch. Immer nur Bess und Zwider sei Kunst, Teres. Freilich, weil das zufrieden warst. Ja, wieso denn? Dass ich vielleicht am Ende auch noch Bulldog fahren lernen muss, ha? Nur weil der Herr saubere Ökonom als Bürgermeister kandidiert und keine Zeit mehr hat für Arbeit am Hof. Sei doch froh. Ein Bürgermeister leitet die Geschicke eines Ortes. Und da wäre der Hubert ein wichtiger Mann. Geh. Von der Politik ist noch nie was Gescheites gekommen. Und ein wichtiger Mann. Unser Hubert hat sich schon immer wichtig gemacht, der Geschäftelhuber. Da braucht's keinen Bürgermeister nicht. Also sag mal, von der Demokratie hast du wohl noch nie was gehört, was? Oder war dir vielleicht lieber, wenn wir einen König Ludwig noch hätten? Ja, lieber war aber schon.
als wie die Kasperl, die wo da in München umeinander laufen. Und sie gleich bald einbilden, sie sind was Gott was. Jetzt gib doch zu, dass du von der Politik nichts verstehst. Ja, was wahr ist wahr, das muss man sagen dürfen. Und dann überhaupt, der König Ludwig, das war ein schönes Mannsbild. Was man von deinem Hubert nicht behaupten kann. Mir ist er schön genug. Ja, dir gefällt bald einer. Also da muss ich aus der Karte rechnen, gell? Ich finde auch, dass der Hubert ein fesches Mannsbild ist. Und repräsentieren kann der auch. Mit seiner Platten, wenn der Strom ausfällt. Ich werde ihn auf jeden Fall wählen. Ja. Jetzt auf. Er ist doch nicht einmal aufgestellt. Außerdem hat Politik mit der Schönheit überhaupt nichts zu tun. Mit der Gescheitheit aber auch nicht. Sonst braucht er nicht kandidieren. Ja, aber du schon, gell? Wieso denn? Ich hab nur gesagt, dass der König Ludwig ein sauberes Mannsbild ist. Ja, deshalb hätte ich ihn auch nicht heiraten können. Der hätte er die gar nicht genommen. Lieber Gott, gib mir Geduld, aber schnell. Ja, aber vielleicht hätte er mitgenommen. Was Leibrauchst natürlich, gell? Also ich geh jetzt wirklich ins Stall, gell? Viert euch. Ja, du Kathi, was war jetzt denn, wenn jetzt der Hubert wirklich Bürgermeister werden darf? Darf man dann auf Ansichtskarten und Biergriegel sein Konterfei auch kaufen können, wie so beim Oktoberfest? Kann schon sein. Mei, da darf ich sofort ans kaufen. Die steigen die dann in Speisen aus, dann darf sich unsere Mais totlachen. Bewahr es bitte sicher auf, dass es niemand finden kann. Auch wenn es für dich im Augenblick seltsam ausschaut. Es ist sehr wichtig für mich. Am Freitag werde ich dir alles erklären. Ja, sonst noch was. Für wie blöd hält er mich eigentlich? Mein lieber Markus, da werden wir ein paar Wörter zum Reden haben, wenn du wieder da bist. Oder wieder umgerammt, der Großvater. Wo kann denn jetzt das? Moment. Sommer ist. Wie riecht denn das? Das wird doch nicht. Ja, baut er jetzt sein Gras schon selber an? Deswegen die ganzen Scherereien in München. Na, warte mal. Alles nein damit. Mord er. Er braucht bloß Pfeife und ich darf seine Kohlen aus dem Feuer holen. Na, Irrei. Da hast du die Deicht. Ja, das? Hast du mir jetzt erschreckt, Vater? Du bist der Sefer. Hast du ein schlechtes Gewissen, hä? Nein, das nicht gerade, aber du warst halt auf einmal ja so. Ja, was ist das? Ja, was willst denn du mit dem Großvater seine Stiefeln? Ja, weißt du, so, das heißt ja, mein putzt hab ich's halt. Was putzt? Gummistiefeln in der Stummherin. Und mitten in der Nacht bei Kerzen wird. Ja, weißt du, das ist halt so, weil der Großvater morgen, also ich mein, vielleicht braucht das ja in aller Herrgottsfrüh und dann hab ich mir gedacht, dann putz ich's gleich noch. In der Finster. So finster ist doch gar nicht, ich hab doch die Kerzen angezündet. Drehst du jetzt schon auf romantisch durch, hä? Oder haben wir vielleicht Vollmond? Warum machst du denn kein elektrisches Licht, hä? Ja, weißt also, ich wollte halt niemand aufwecken. Aufwecker? Seit wann weckt man denn jemand auf, wenn man ein Licht macht, hä? Ja, weißt also, ich seh's halt im Kerzenlicht besser, ob's sauber sind, die Stiefel, weißt? Wie der Großvater es gern hat. Geh, jetzt hörst du aber auf, gell? Das ist doch ein ausgemachter Blödsinn, was du da herredst. Oder hältst mich du vielleicht auch schon für deppert? Wenn du mal weißt, heute nicht die Erste. Aber die können sich noch alle anschauen, wenn du Was ist denn passiert? Nichts ist passiert, nein, gar nichts. Fix. Haben Sie die nicht zum Bürgermeister aufgestellt? Nein, nicht haben sie mich aufgestellt zum Bürgermeisterkandidaten. Das ist passiert.
Okay, macht da nichts draus. Wer weiß, für was gut ist. Also du redest schon daher mit den Teres, glaubst du das? Nein, da wird der Himmel schon nicht gleich einstürzen. Wartet halt auf die nächste Wahl. Warten? Auf was denn warten? Bist du nicht deppert, mir helfen, dass ich doch der Richtige bin? Na wirklich nicht. Nein, mir glaubt's, die können mich gern haben, gell? Bitte, bitte, es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Okay, reg dich nicht auf wegen der blöden Wahl. Jetzt schlafst du erst einmal drüber und morgen schaut alles ganz anders aus. Was drüber schlafen? Das ist so ein Blödsinn. Das hast du mir zu mir gesagt, wie ich noch klar war. Wirst du noch klar was? Weiß ich nicht mehr. Da sieht man's einmal wieder, was die Eltern ihre Kinder alles erzählen und hinterher wissen sie es nicht einmal mehr. Und sowas nennt man dann Erziehung. Du pass einmal auf. Dein zukünftiger Schwiegervater, gell, wird wieder Bürgermeister werden. Ja, und gerade auslachen wird er mich wieder, weil er mich angetupft hat. Auf was den alle wird's lachen. Alle, die ganzen Schwulschädeln. Jawohl, alle. Hey, so schlimm wird's schon nicht werden, wirst du sehen. In ein paar Tagen redet kein Mensch mehr drüber. Und das eine sag ich dir. Wenn ein Markus, sein Vater, dir so blöd kommt, dann wird der erst gar nicht mein Schwiegervater. So einfach ist es. Evi? Eva, du bist ein gescheites Mädel. Ja, wirklich, das muss man einmal sagen. Aber so weit darf's gar nicht kommen. Nein? Und das da, das mit dem Bürgermeister, gell? Das ist ja nicht einmal das Allerschlimmste. Nicht? Ah. Was nachher? Geh ins Bett und lass mir mal durch. Zuerst möchte ich das nur wissen. An die Kopf habe ich selber, geh ins Bett, ist es höchste Zeit. Und was ist mit dir? Wann gehst du ins Bett? Ich werde heute Nacht kein zu machen. Das ist gewiss. Dann sag mir halt, was dich plagt. Zuerst möchte ich wissen, was an der Geschichte so tragisch ist. Vorher gehe ich nicht ins Bett. Tragisch? Tragisch ist gar kein Ausdruck, nicht? Grauenhaft wird es werden, unsagbar grauenhaft. Bis in ewige Zeiten. Wie das klingt. Du redest ja gerade so daher, als da morgen die Welt untergeht. Ja, bis noch gerade untergegangen, klar auf der Stelle, da darf man auch verarbeiten sparen. Nein, übertreib halt nicht so. Ja, ich übertreibe ja nicht. Aber sie wird übertreiben, da, die Teres. Jesus, an die habe ich noch gar nicht gedacht. Ja, aber ich? Weil du gleich wieder die Stimmen ausgezählt waren, gell, und wie es raus war, dass ich den Feichtinger um eine Stimme verfehlt hab, du. Eva, musst dir mal vorstellen, um eine nackte Stimme weniger wie der Feichtinger. Kannst du dir das vorstellen? Da ist mir gleich die Teres eingefallen. Ich hab so direkt vor mir stehen sehen, gell? Ja, so genauso leibhaftig, wie du jetzt vor mir da stehst, so hab ich stehen sehen. Mein Werber gelacht hat's, gelacht, die alte Wiener Hex, jawohl. Mein Werber so teuflisch, gell, so. Hat's wieder einmal nicht geklappt für die Bierweih. Du hast gelacht, mein Werber. Ja, das wird hart werden, Vater. Ja, bring mir noch eins. Vater. Ein Bier. Aber es ist noch alles vorbeigegangen. Ja, aber diesmal nicht. Nie und nimmer. Bei jedem anderen, aber nicht bei dir. Ach, ich hör's ja schon. Ja, wenn's dem Esel zu wohl ist, dann geht er in die Politik. Mit dem wird's mir jetzt planen bis in alle Ewigkeiten. Was? Nicht einmal die Ewigkeit wird er gelangen, verstehst du das? Unser Leben, Treiber der Himmel, Herrschaft, zackelt sie mitten in die letzte Großvater! Marsch. Vater! Hubert! Evi! Hast du was du? Was denn? Das Schlagkarten-Treffer hast du gehört. Ja, warum denn? Na, ist endlich soweit. Lang nur hat's gedauert. Das ewige Licht leuchtet hier. Ja, aber ist ja nicht gut. Ja, ich sag's immer wieder, Glück muss der Mensch haben. Vater, von was redest denn du? Ja, von der Teres hat er's endlich geholt. Wer soll's denn geholt haben? Ist ja vielleicht wer anders gestorben, ha? Ja, da wird am Winterkarte oder der Bundeskanzler. Nein, niemand ist gestorben. Die Teres auch nicht. Nein. Schade. So ein Pech hast du gehabt. Und ich wollte schon
das Halleluja anstimmen. Das ist doch ein Schmarrn, was du da daherredest. Wieso denn? Du, da brennt die Kerzen, ihr zwei hin zueinander wie ägyptische Klageweiber. Da hab ich gemeint, die Teres hätte sich endgültig verabschiedet. Mal Zeit war es erwohnt, gell? Höchste Zeit. Großvater, versündigt die nicht. Wieso denn? In meinem Alter darf man doch vielleicht noch einen Wunsch haben, oder? Ich bin noch zu jung, um wunschlos zu sein. Eine alte Bauernregel. Nein, bayerische Lebensweisheit. Scharfer Kreuzfeuer und der Jüngere. Aber ein Tod von jemand wünscht man sich nicht. Ja, geh oben ins die in 70er, jetzt ist sie voll aus der Kurve drum. In 70er oder Bach oder nicht, das kann ja doch wurscht sein. Diese Probleme und der Besuch von Herrn Pfarrer. Und ich meine, wie heiraten wird's doch auch keiner mehr, nicht? Wo die Mannsbrüder seit über 50 Jahren einen großen Bumm um sie gemacht haben. Und Kinder kriegt's gewiss auch keiner mehr, die Tieres. Da verwette mein Renten drauf. Ja, die Rente kannst du leicht verwetten bei den Zeiten. Ja, also. Aber sagt's einmal, warum hängt ihr da so traumhappert umeinander? Noch dazu bei Kerzenlicht, wenn gar niemand gestorben ist? Ja, weißt, das ist halt, weil der Vater nicht Bürgermeister wird. Wer denn nicht? Nein. Warum nicht? Wir werden's nachher. Ja, der Feichtinger halt wieder. Der Feichtinger halt wieder. Hab ich dir nicht immer schon gesagt, dass du zu gescheit bist für die Politik? Aber der Feichtinger ist blöd nur. So ist es nämlich. Geh, das ist doch ein dummes Gerät, Vater. Du weißt, wo er ist, den kannst du zu nichts brauchen, den sein, nicht? Mit seiner Tankstelle ist er pleite gegangen. Du, und wir das voriges Jahr auf Mingo gefahren sind zum Schützenzug, da ist er als einziger im verkehrten Zug eingestiegen. Und warum ein Haar in Salzburg gelandet? Und da möchtest du sagen, der war nicht blöd nur für die Politik. Also, geschäftlich hätte er schon was drauf gehabt. Dass sein Tankstelle eingegangen ist, daran war nur die neue Umgehungsstraße schuld. Ja, genau. Und in den verkehrten Zug ist eigentlich nicht er, sondern sein Alte eingestiegen. Verstehst du das, ja? Und wie er das wieder rausholen wollte, dann ist er ums Verrecken nicht ausgestiegen. Weil sie nämlich felsenfest überzeugt war, dass er recht hat, gell? Ja. 4 Stationen hat's gedauert, bis nachgehen hat. Auch schon was. Wer hat sich geheiratet, das rechthaberische Frauenzimmer, oder? Da ist er schon selber schuld. Kein Mensch hat ihm das so geschafft. Großvater, Kein Mensch. wir gehen jetzt ins Bett. Komm weiter. Ja, Komm, gehen wir, backen wir's. na, halt, ich habe jetzt noch einen Durst. Großvater, außer Milch und Wasser gibt's halt nichts Pfui mehr. Teufel. Du, habt ihr überhaupt schon nachgeschaut? Wo? Ja, weil der Tieres, vielleicht hat sie es doch die frei gemacht und liegt da im Bett. Und kein Mensch weiß was davon. Okay, Vater. Ja, was weiß man denn? Ja. Da der kann es leicht sein, dass uns auch im Tode noch versagt. Ja, Großvater, du kehrst jetzt ins Bett. Nein, langsam. Ich möchte nur nachschauen. Einen kleinen Blick nur. Ganz einen kleinen Blick zur Sicherheit. Vater! Was tust du? Nichts, weg! Gott sei Dank. Mein Geschirrschrank hat den Unfall unbeschadet überstanden. Hast du was du? Nein, wer kriecht, der kann nicht stolpern. Voll die Bauernregel. Du wächst doch die Teres auf. Das kann gar nicht sein, weil die immer sagt, dass sie keine Nacht schlafen kann. Ja? Und warum nicht? Weil sie immer sagt, dass sie keine Nacht schlafen kann. Liebe Reiber, schied lieber einander! Ja, Teres! Letzter Schmarrn, Josef! Ihr seid es! Ja, wir wohnen da. Was willst du denn mit dem Hackel? Ja, ich hab gemeint, Reiber sind im Haus. Oh. Ich hab's pumpen gehört. Und da hab ich mir gedacht, Kein Wort wahr.
hat's mich wollen. Wenn's hier nicht da gewesen wärt, wäre ich jetzt schon eiskalt. Ja. Den Schädel hätte sie mir eingeschlagen oder noch schlimmer, die Gurgel. Diese Mörderin. Schande ist das, dass du wieder besoffen bist. Ja, Schande. Morgen, wenn ich wieder nüchtern bin, Mann. Schande, du! Frau Staatsanwalt, glauben Sie ja nicht, wer ich bin. Du, wenn du denkst, Wenn ich wissen, was ich denke, bevor ich höre, was ich sag. Alle drei geht's jetzt ins Bett, aber sofort. Sonst wachen wir auf, alle 5. Noch ein Wort und du schlafst raus am Misthaufen. Das ist ein Wort, Herres. Das ist, ich danke dir. Wieso? Lieber am Busen der Natur als am Abmarsch. Iris! Iris! Oh. Vater! Was ist denn heute mit meinem Kaffee? Oder muss ich zum Frühstück auch einen Schnaps trinken? Gleich bringe ich dir deinen Kaffee. Ja, Wärst du doch nicht krank werden? nein. Gefällst du gar nicht? Ich brauch dir auch nicht gefallen. Ich hab in meinem Leben schon genug Weiberlei gefallen. Ist das schlecht? Ja. Fühlst du nicht gut? Ich fühle mich so wie seinerzeit, wie ich noch jung war. Aber ausschauen tust du anders. Aber fühlt er mich genauso wie damals nach einer langen Nacht. Du, der Schädel brummt mir auch genauso. Ja. Was fällt dir denn noch? Meine Ruhe und mein Kaffee. Ein Zwidersmannsbub bist du heute. Boris. Nein. Wenn das so weitergeht heute, dann kaufe ich mir einen Strick und der schießt mich. Im See drin, da wo er am tiefsten ist. So, schau her. Oh ja. Da hast du jetzt deinen Kaffee. Danke schön, liebe Katharina. Vielen Dank. Du, wo ist denn heute eigentlich mein Muckerl? Meine heißgeliebte Schwägerin. Hat's am Ende doch noch der Schlag getroffen heute Nacht? Das nicht, aber beinahe. Ja, beinahe ist zu wenig. Ja, aber wenn es noch lebt, warum hat noch sie nicht einen Kaffee gekriegt? Weil es gemeint hat, du warst von heute Nacht nur so voller Flüssigkeit, dass du jetzt keinen Kaffee brauchst. Ja, hat sie gemeint. Ihr müsst es ja auch gescheit erschreckt haben, wie ihr da so im Finstern gesessen seid. Wir sind nicht im Finstern gesessen. Die Evi hat ja Kerzen gehabt. Das hat uns gelangt, das Licht. Uns drei wenigstens hat es gelangt, nicht wahr? Aber sie, die dämische Gretel, die weiß ja schon nicht mehr, was Tag und Nacht ist. Was hat denn Evi mit der Kerze wollen? Leuchten. Und warum? Da musst du es selber fragen. Ja, anders mal. Du musst jetzt ins Dorf. Soll ich da was mitbringen, Vater? Ha, nein, ich brauche nichts. Was braucht denn ein alter Mensch außer der Gesundheit? Ja, ich verstehe dich schon, gell? Du, wenn der Hubert vom Acker kommt, sagst du ihm, ich bin gleich wieder da. Wie ist denn der heute beieinander? Ungefähr so wie du. Dann tut er mir leid. Also, vierte dabei. Halt! So. Kathi, sei doch so gut, nimm doch die Teres mit. Die Teres? Ja. Warum? Da im Wochenblatt steht, dass das Rote Kreuz heute eine alte Eisensammlung abholt. Vielleicht nehmen Sie es, wenn es auch schon ganz schön verrost ist, das alte Schlachtschiff. Das, wenn sie jetzt wieder gehört hätte. Mein Lieber, ein Tag, der mit Schädelweh und ohne Hoffnung anfängt. Was soll aus einem solchen Tag schon werden? Oh. Ist das Maria. Gurgel, tu die auf. Herein. Grüß dich, und gesagt, oh Gottes Willen, aber hör auf, die
Die Welt ist doch so schön. Meinst du? Ja, willst du den vergiften? Nicht, dass ich wüsste. Ja, warum trinkst denn du zur Not schon Petroleum? Schmeckt ausgezeichnet. Ist ein guter Jahrgang. Probier einmal. An mich kannst du jung mit dem Zeug. Und die bringt's auch, die sagt er. Jetzt red nicht. Ja. Da, probier. Was? Wird der auch schmecken. Ja, wirst sehen, da mach ich jede mit. Was? Hä? Ja, jetzt fahr ich Kaffeehaus. Ja, also du wärst ja so ein Schlitzohr sein, hä? Ja, hast denn du wirklich gemeint, ich sauf schon Petroleum? Du legst dich nieder und stehst immer auf. Ja. Du, der ist ja gut auch noch. Ja, Birnengeist. Ja. Was schlecht so wie du nie getrunken. Der haut dir schon auf die Birnen. Gleich lass mich noch mal trinken von diesem Feuerwasser da. Auch stille Wasser sind nass. Nix da, der muss nur eine Zeit lang. Ja. Oh, kann natürlich die Tiere lang umeinander suchen. Also ein Hund bist bei schon, gell? Was doch so obergeseit ist. Mond. Ja. Was ist sonst? Rauchst du Pfeiferl mit? Du, das sag ich nicht, nein, aber wenn's dir Medizin hättest. Hab ich auch. Geh, für die hab ich doch alles, der Spezi. Geht's bitte ab? Pass auf. Ja, weißt du? Was? Ein alter Fuchs ist schwer zu fangen. Ja, alte Bauernregel, gell? Nein, deutsches Sprichwort. Dreck. Ich sage dir, auf das Versteck hin zu meiner Lebtag nicht. Ja, was riecht denn die? Ja, nach Tabak halt. Der ist doch kein, die riecht ja nach Petroleum. Ach komm, so ein Schmarrn. Die riecht nach Tabak. Nix. Eindeutig Petroleum, da. Okay. Jetzt spinnt die Süß aber schon ein bisschen scharf. Ich meine, wenn auch in meiner Laterne der Obstler drin ist, deswegen sind meine Virginer noch lange nicht aus Petroleum. Also bitte dann probier's. Also gut, dass du Ruhe gibst. So, schau her. Petroleum. Das ist... Ja, fertig, ja, voll Teufel. Ja. Das war die Teres. Ja. Das war die Teres. Wir kamen sonst an meine Virginia Petroleum hin. Ich widerhegst die Miserabliche. Ist doch gescheiter als du glaubst. Ja, du, aber das sag ich dir, mein Lieber. Das hat sie mir nicht umsonst gemacht. Das weißt du schon. Der tue ich heute eine Pumpen in ihr Nachthaferl nicht. Ja. Man kriegt's auf ihre alten Tage noch Sommersprossen. Du sagst, was das? Sag einmal, was ist denn das eigentlich für ein Tabak, den du mir da neulich gebracht hast? Der Kramer hat gesagt, das war ein ganz guter. Ein neuer mit englischem Aroma. Mit Englisch? Ganz was Feines. Weißt du was? Dann rauchen wir heute mal ein Aroma. Zeig. Du und die Teres, ich sag das mal, lieber. Ein verrückter Hund bist bei schon, ein Bazi. Du, aber das sag ich dir, das ist ein feiner Tabak, den du mir da gebracht hast. Ein gutes Kraut, das muss man da lassen. Ja, der Kramer hat gesagt, englisches Aroma. Ja. Fand ich ganz gut. Du, der ist ja direkt betörend, ist ja der, gell? Der ist ja hervorragend, der ist ja bärig, schau ich dir was bei dem bleiben wir, gell? Ja! Du, da kriegt man so ein Gefühl, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben kann, gell? Du, ich hab auch so ein Gefühl. So, wie wenn man wieder jung wurde, gell? Ja. Da wird dann gleich ganz anders innerlich, gell? Ja, freilich innerlich. Bei äußerlich schaust du aus wie immer. So, schön, gell? So. Saufen. Jetzt, wenn die Teres zu dir reinkam, mein Lieber, da war der Teufel los. Vorsicht, der den Teufel an die Wand malt. Spart die Tapete. Ja. Du,
da der ja Pfeigrad einen Schluck von meiner Laterne geben. Ha, geh her, alte Suppen hin, da die sagen, nimm mal einen Schluck, dass da weißt, dass es ein Leben vor dem Tode gibt. Richtig, ich will auch zuerst sterben, bevor ich tot bin. Ja. Du, entweder sie tat davonlaufen, weil sie meint, wir sind alle narrisch geworden, oder sie tat tatsächlich trinken. Ja. Dann wurde jetzt auch einmal lustig, die alte Fischhaut. So, von da war ich auch gern dabei, wenn die Tiere so mal lustig werden, gell? Ja, wann haben wir denn schon mal die Gelegenheit, dass eine Wundergeschichte, gell? Aber weißt du, was ich da sag? Stark ist es, der Tabak, gell? Mir kommt dir nicht vor. Wir waren ein bisschen dämlich werden dort. Mich, jetzt hast du das schon. Aber vielleicht kommt es bei dir von diesem Petroleum da, respektive von diesem Feuerwasser. Nein. Ja, grüß euch. Na, was riecht's denn da? Raucht's ja kleine Kinder in der Pfeifen? Was ist denn das für ein Kraut? Mein Lieferant hat mir eine neue Mischung gebracht. Du, der riecht wie die Sünde selber. Und schmeckt tut der. Ja, das ist ein englisches Arosa. Du, da wird's da ganz anders, Hubert. Geh weiter, rauch auch ein Pfeiferl mit. Was? Was ist für ein Pfeiferraucher? Ja, so gut, wenn du meinst, Tochter, rauch halt auch mal wieder ein Pfeiferl, gell? Ich hab schon lange keins mehr geraucht, weil wo ist denn überhaupt mein Pfeiferl? Ah, da hab ich's ja schon beim Pfeiferl. Also, die Post ist da, gell? Warte. Ja, du Vater, sag einmal, hast du nicht auch noch ein Schnapsel? Geh weiter. Wo hast du den Ort versteckt? Ich versteck, du kommst denn auf sowas, Alter Mai. Ich versteck doch nix. Okay, versteh dich doch nicht. Wo man geht und steht, stolpert man über deine Verstecker. Das kann gar nicht sein. Weil erstens versteck ich nix und wenn ich was verstecken tat, war das so sicher, dass es ihr niemals finden darf. Du sollst dein Mai halten. Was hast du denn dann in deiner Petroleumlampen da drin? Petroleum natürlich. Was denn sonst? Ja, du kannst ja mal ein Schlickerl probieren von deinem Petroleum. Ja, weiter. Ja gut, weißt, dass du bist. Ist gut. Birnengeist. Sauber, sag ich. Aber du, was du da sagst, du, der Tabak da, du, der ist ja wirklich gut. Englisches Arosa. Normalerweise raucht er ja Zigarren. Naja, weißt du, dass er viel einfacher ist, aber du, also bei dem Tabak da, da kannst du gleich direkt wieder auf die Pfeifen kommen, gell? Narrisch sagen. Also, ich hab nachgedacht. Und? Hat's weh da? Nein, ich hab nachgedacht, Freunde. Freunde in der Not sind ausgewandert. Oder sie sind tot. Nein, ich hab nachgedacht, Freunde. Und das ist gescheit. Ja, aber bloß immer gescheit sein ist auch dumm. Ja, da hast du wieder recht, George. Lange Rede, keinen Sinn. Ja, ich hab nachgedacht, nämlich über die Teres. Und? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Aber es macht... Aber Wissen ist Macht, Vater. Ja, und gar nichts wissen macht auch nichts. Es macht mir gar nichts mehr aus.
mal los? Sitzen da wie ein Hähner auf der Stange und verrauchen am Herrgott seinen guten Tag. Wart's nur, wenn die Teres gibt, die wird's euch dann schon versehen. Schöne Frau, wir sind alle bei der Arbeit. Ja, ich jedenfalls, ne? Küss die Hand. Sag mal, was redest denn du so geschwollen daher? Ja? Ich hab mir gedacht, weil du neuerer Zeit am Sonntag mit der Uniform rumlaufst, warst wenigstens am Werktag normal. Alle Tage ist kein Sonntag. Hubert! Ja, aber Kater, was ist denn jetzt? Du wärst doch jetzt nicht der Schimpfer anfangen. Jetzt geh weiter. Mausilein, da geht her zu mir ein bisschen. Was ist denn jetzt auf einmal los? Was soll denn los sein? Das Leben freut mich halt, gell? Warst du im Dorf, Kater? Ja. Hat dir der Vater nicht gesagt? Nein. Oder hast du mir nur was gesagt, Vater? Hä? Ich? Ja? Was? Hilfig von der Put, was ist denn auf einmal los mit dir? Aber was soll denn los sein? Ich brauche eine Genehmigung vom Landratsamt, wenn ich meiner Frau ein Bussel geben will. Da gehen jetzt mehr. Bist du sonst auch nicht so freiwillig? Doch, immer schon. Vorsicht, Hubert, es ist nicht leicht, eine Frau auf Händen zu tragen, wenn sie mit alle Füße um sich schlagt. Du pass einmal auf, gell? Ja? Für sowas brauche ich vielleicht keinen Postler, gell? Ja, da bin ich schon selber da beim Dasein, gell? Aber Gelegenheit macht Triebe. Ja? Was sagst du, Kater? Ich sag gar nichts und ich sag allerhand. Du aber. Sagst du jetzt da nichts dazu? Spinnst jetzt du ganz oder was? Du nicht am helllichten Tag. Da darf man ganz spinnen, gell, wenn man zu der eigenen Frau mal ein bisschen nett ist. Aber ist recht, das werde ich mir schon merken, gell? Was ist denn jetzt auf einmal in die hineingefahren? Das war ja noch nie da. Da legst du dich nieder. Genau das will er ja. Mir war jetzt eigentlich auch der Loch. Aber für mich ist ja außer der Teres keine da. Nun lass es lieber. Schatzzeit! Am Vormittag schon Rausch. Aber das sieht euch ähnlich, gell? Habt ihr alle drei keine Arbeit? Lieber eine gute Stellung als eine gute Arbeit. Das Bier läuft draußen der Arbeit weg und da herüber. Ja, lass laufen, die holst schon wieder rein. Mannsbrüder. Männer sind auch Menschen, genau wie du und ich. Ja. Hubert, geh weiter. Ich muss mit dir reden wegen Markus, der kommt am Freitag. Was? Dann soll der halt kommen. Dann muss ich kaufen ein neues Gewand, bloß weil der die Evi besucht. Je schlichter das Hirn, desto teurer der Zwirn. Voll die Bauernregel. Hubert, ich konnte ja meine Uniform leihen. Ja, na siehst du auch mal was gleich. Das war der Gaudige. Ich bin der Hupsi von der Post. Am Freitag ganz ehrlich, gell? Weil du brauchst ja deine Uniform sowieso bloß nur hauptsächlich am Sonntag. So, mein Lieber, jetzt aber höchste Zeit, dass ich das einmal aufkläre, was das für eine Bedeutung hat mit dieser Uniform Es da. interessiert keinen Menschen, was du anhast. Ja, die Hauptsache ist, dass du überhaupt was so hast. Ja. Die Hauptsache ist, dass die Post zugestellt wird. Ach, Mensch. Also, gut, bitte, wenn das so ist, dann bringe ich also keine Post mehr am Sonntag. Mit und ohne Uniform. Spinnst du? Was? Du kommst aus gehört, verstehst? Ja? Die haben schon nicht da. So, ihr lasst doch die Weiber reden. Was verstehen denn die schon von Uniformen? Also pass mal. Wie allgemein bekannt ist, spiele ich die erste Trompete bei der Musikkapelle von der Deutschen Bundespost. Ne? Ja, das wisst man ja. Und weil wir immer am Sonntag auftreten. Das wissen wir auch. Ja, darum komme ich am Sonntag mit ihrer Uniform da. Ja, das wissen wir schon, Schorsch. Ja, was fragst du mich denn? Hubert,
Vaterle, so was ist jetzt da mit dem Markus? Was gibt's da zum Reden? Da? Ja, weil ich gerade vorhin die Bürgermeisterin getroffen habe und da hat so eine Andeutungen gemacht, dass ich so eine Sorgen habe mit ihrem Buben. Ja, weil bei Markus halt gar nichts weitergeht mit der Studiererei. Was soll der denn nachher? Ja, mein Blödsinn machen wir halt alle junge Leute. Ja. Ich hab nie einen Blödsinn gemacht, wie ich ein junger Leute war. Ja, dafür magst du heut, gell? Danke, das ehrt mich. Also, das sind ja saubere Neuigkeiten. Woher weiß denn das, die beichten juristische? Weil sie ihn besucht haben, Zminga. Na, da wird er frei gehabt haben, der Markus. Weil sie da die Sachen gelesen haben in der Zeitung, dass so furchtbar zugeht an die Universitäten. Drum sind sie reingefahren. Er war aber nicht auf seinem Zimmer. Ach, was er? Nein, war er nicht. War er nicht? Ja, und weil es da drinnen so ausgeschaut hat, hat seine Mutter dabei das Aufräumen angefangen. Und stell dir vor, bei der Gelegenheit hat sie Papiere gefunden, aus denen daraus hervorgeht, dass der Markus bis jetzt noch keine einzige Prüfung gemacht hat. Oha, na, finde ich gut, Nachbarin. Wie lange studiert er denn eigentlich schon? 3 Jahre und noch nichts gelernt. Was da? Kann alle rein noch zu der Post gehen. Ja, ja. Da. Da gehen schon noch. In der Zeit studieren ja andere Leute auf Pfarrer. Das hat seine Mutter auch gesagt und gewarnt hat's dabei. Was? Da weiß das die Evi schon. Woher denn? Das arme Dirndl. Ja, was soll denn jetzt werden? Wie soll das weitergehen mit den zwei? Da brauchst du doch nicht aufregen, Kathi. Er ist ja nicht todkrank. Er ist ja nur stinkfaul. Oh, schau, das ist wieder Wasser auf die Teres, ihre Mühle. Oh, da kannst du wieder triumphieren, gell? Was heißt da triumphieren? Juchzen wird's und jubeln. Was habe ich euch wieder gesagt? Und wer hat denn wieder einmal recht gehabt? Was habe ich wieder gesagt? Und wer hat denn wieder recht gehabt? Ja, du hast recht und das gelangt. Ja, wie immer. Aber auf mich hört man ja nicht, gell? Der Horcher an der Wand. Oh, ich hab nicht gehorcht. Ja, woher weißt du das denn dann? Ja, weil in ganz München ist das schon rum, sogar wie in Bonn. Geh, warst du in Bonn? Okay. Das ganze Dorf redet von nichts anderem. Bist du das ganze Dorf? Du bist ganz stolz, gell? Dein bleibt in der Politik, hat er saubere Kreise gezogen. Au, wenn Zwick, jetzt bin ich wieder dran. Hast du dein Maul nicht so sperrangeweiht aufgerissen? Dann brauchst du dir jetzt nicht gefallen lassen, dass man drüber redet. Wer hat denn dir auch geschafft, dass du mitregieren sollst, ha? Mein Gott, da kehren doch Leute her. Und keine so Geschwollschädel, gell? Hast du gemeint, du kannst das auch, ha? Wie dein Vater, der alte Psuff, dass er Bürgermeister geworden ist, ha? Geh weiter, Teres, geh in den Stall hinaus. Verzeih dein Schmarrn, die Rindviecher. Ja, wir haben nämlich ein anderes Problem. So? Was denn? Sollst du jetzt einmal, gell? Oh. Die geht das nichts an. Oh, haha, das werde ich schon ausbringen. Also, was ist los? Ja, der Markus, der sollte in der Stadt halt viel zu wenig studieren. So. Ja, mal kannst denn du deine Kosten nicht halten? Ich hab gemeint, es gibt ein Postgeheimnis. Das gilt nur für schriftliche Mitteilungen. Ja. Oh, wenn ich wieder recht gehabt hab, gell? Ja, mein Teres, ist man da nicht sehr einsam, wenn man immer recht hat? Ja. An jedem, der nur ein Breckelverstand hat, muss das Ei sein, dass der Markus viel zu dumm ist für die Studiererei. Jawohl. Oh, ich werde jetzt selber gleich mit der Evi reden. Nicht da! Du holst dich da raus! Geh, du lass das Mädel in Ruhe. Das werden wir noch schon sehen. Und jetzt ein Marsch an die Arbeit. Sogar ein Briefträger hat was zu tun, wenn man es genau nimmt. Rumgehockt und geraucht ist jetzt nur geworden. Oh, Müßiggang ist das Pflaster zur Hölle. Ja, pfui Teufel, ist da das auch gestingert oder Wack? Stinger schon, aber wirken, dass gerade eine Freiheit ist.
Und alles wegen dem Spitzbuben. Mei, und aufdeckt wird, als wie bei einer Hochzeit. Kann der auch eine werden, wenn sonst du Markus nicht vertreibst. Der Zeit wär's, dass er um die Evi anholt. Außerdem ist er kein Spitzbub. Ich hab noch kein Mannsbild vertrieben, gell? Und die am Hof, diese Kerle, die dann alle miteinander verdienen. Geh zu jetzt auch. Und denk lieber an der Evi ihr Glück. Mein Gott, wo ist denn das Glück? Wenn's mir um ihr Glück kann, dann müssen die den Kerl mit dem Schrupp aus dem Haus jagen. Ach, es ist wirklich ein Kreuz mit dir. Wie nur ein einzelner Mensch so voller Kreuz sein kann. Ein Kreuz. Wo ist denn das ein Kreuz, ha? Mit der Wahrheit ist ein Kreuz, ja. Aber ich bin nicht die Einzige, die im Haus da immer nur die reine Wahrheit verkündet. Ja. Dann sei bitte so gut und halt dich halt ein bisschen zurück mit deinen Verkündigungen. Das kann ich dir nicht versprechen. Du musst jetzt du immer das letzte Wort haben. Schwarstchen! Glaubst du, jetzt wo schaffen tust du? Meiner kennt man schon, du bist der Bauer. Das nicht, aber ich bin die putzt. Was ist mit dir? Wieso bist du denn nicht umgezogen, wo der Markus jeden Augenblick kommen kann? Du, der wird's aushalten, dass er einen sieht, wo was arbeitet. Dann sag einmal, seid ihr übergeschnappt. Dann sag einmal, da kann man direkt meinen, der Ministerpräsident selber kommt zu uns auf Besuch. Du? Nein, wir wollen doch einen guten Eindruck machen, wenn er Kind, oder? Braucht's jetzt zum Heiraten schon einen Ministerpräsidenten, ha? Teres. Ja, spinnt's ja vom Bohrweg. Wer redet denn da vom Heiraten? Ja, es kann doch leicht sein, dass der Markus halt und Evi anhält. Ja, sag mal, bist du allen Ernstes dafür, dass unser Dirndl so einen vertrachten Studenten nimmt, ha? So einen Versager? Ich bin's ins Madel halt unbedingt eingebaut. Ja, das werden wir dann schon sehen. Ausschmeißen durch den Hochkant. Aha. Und das Madel ein Leben lang unglücklich machen, oder? Ja, das vergeht schon wieder. Das ist bei anderen auch vergangen. Andere Mutter hat auch ein schönes Kind, sagt man. Ja, wenn's Madel nur die Hälfte von deinem Dickschädel hätte, dann lass er sich Markus ja sowieso nicht ausreden. Ja, das ist ja das Allerneueste. Seit wann bist jetzt du auch für diese Hochzeit? Nein, das kommt ganz drauf an. Auf was? Was der Bub in Zukunft vorhat. Was wird denn der schon Großes vorhaben? Ja, kann doch leicht sein, dass er Bauer werden will. Was? Bist du jetzt schwerhörig? Bauer! Der und Bauer! Bevor der Bauer wird, werden unser Kassers Bulldog fahren. Es kommt ganz drauf an, wer ihn dazu überreden hat und wer die nötige Überzeugungskraft hat. Aha, und das meinst bist du, ha? Entschuldigst schon, dass ich lache, gell? Ohne Bauer keine Evi, da die sagen. Du, dann werden wir sehen, wie er dreischauen darf, der saubere Herr Markus, ha? Du, da schneid's ja gleich im Juli. Seit wann hast du nichts mehr dagegen, dass dieser Markus da reinheiratet und den Hof erbt? Ha? Unseren Hof! Ausgerechnet ein Feichtinger! Erstens erbt er nicht deinen Hof, sondern du übergibst einmal die zwei, gell? Okay, das ist doch ein Schmarrn. Und dann zweitens kommt der Bub gar nichts dafür, dass du die Wahl gegen seinen Vater verloren hast. Und drittens und viertens ist der Markus wirklich kein schlechter Kerl, gell? Nur in so einer Großstadt, da kann es mal passieren, ha, dass einer vom richtigen Weg abkommt. Ja, so eine Großstadt ist ein Sündenbabel. Da darf ich auch für dich nicht garantieren. Aber unser Herrgott duldet's nicht, dass man einen dann auf ewiglich verdammt. Amen. Mein Lieber, das war eine Predigt, du hättest Pfarrer werden sollen. Ja, was passt dir jetzt schon wieder nicht? Das geht mir alles ein bisschen schnell, gell? Da muss ich jetzt erst mit dem Vater drüber reden. Bei einem Weibergeschmerz, da kann man ja ganz dämmisch werden. Hubert! Schuhe anziehen! Was sag ich denn? Was sag ich denn? Dämmisch, glaubst du das? Und ich gehe jetzt in den Stall aus zu den anderen Rimmfischern. Das sind nämlich die einzigen, die mich da in dem Haus verstehen. Du bist Verschwader, wenn der Markus kommt, gell? Noch ist er nicht da. Nein, da möchte ich gar nicht dabei sein. Bei dieser Naturkatastrophe will ich nicht dabei sein. Schreist mir gleich, wenn ein Kind geht. Wenn das gut ausgeht. Geh weiter. Keiner. Keiner will dir was Böses. Du wärst schon erwartet. Wieso? Ist die Polizei da? Polizei? Was willst denn du mit der Polizei? Ich? Nix, ja, aber vielleicht die. Sag einmal, wer wird denn da erwartet? Ja, du. Du kommst doch heute zu uns, oder? Jetzt geh weiter. Bloß weil ich übers Wochenende heimkomme, deckt sie auf wie für ein Kindstauf. Markus. Ja, und außerdem muss ich gleich wieder weiter. Hast du mein Backer? Ja. Ja, dann gib mir's gleich. Was flüsterst du denn auf einmal so? Bist du nur wegen dem Backel gekommen?
Wegen mir warst nicht gekommen. Doch. Freilich, wegen dir schon auch. Du, kann das sein, dass du die vor der Polizei fürchst? Ich? Wegen was denn? Zum Beispiel wegen dem Backel. Geh, sein Schmarrn. Warum soll sich denn die Polizei für das Backerl interessieren? Ich mein, ist ja bloß ein Tabak drin. Herrschaftszeiten, jetzt gib mir's halt. Du kriegst dein Backel, wenn's mir gesagt hast, was ich wissen will. Herrschaftszeiten, Evi, es ist... Nein, ich kann nicht. Das ist alles nicht so einfach. Verlogener Kerl, du. Warum liegst du mich an? Bedeutet dir denn gar nichts? Schau, Evi. Helfen wollte dir, du Depp. Aber wenn du nicht gescheiter werden willst, dann lass dich halt einsperren wegen deinem blöden Tabak. Aber eins sag ich dir. Warten tu ich nicht auf dich. Evi, bleib da. Schau, nichts bedeutet mir mehr als mir du. Lass mich in Ruhe. Evi, du magst mich nicht mehr, gell? Ich? Du magst mich nicht mehr. So schaust du doch aus. Das blöde Backel ist dir wichtiger wie ich. Ah, passt schon, die zwei Mengse. Was? Schaut aber nicht so aus. Streiten die jetzt, dass man es bis über den Hof überhört. Ja eben, das ist doch ein gutes Zeichen. Geschmarrn. Du, ich käme aus mit die Weiberleid. Wer lang streitet, der lebt lang. Alte Bauernregel. Grüß dich Gott, Markus. Ja, grüß Gott. Grüß dich. Ja, freilich, grüß Gott, Herr Kreuzbeutner. Du, streitst ihr schon vor der Hochzeit? Großvater, ich glaube nicht, dass... Recht habt's, man kann nicht früh genug mit dem Üben anfangen, gell? Auch streiten will gelernt sein. Oho, dann ist die Versöhnung hinten noch umso schöner. Evi. Habt ihr es mit dem Versöhnen eigentlich auch schon probiert? Ich weiß nicht. Ui, Hubert, ich glaub, der Markus kennt sich nicht aus, wie das geht mit dem Versöhnen. Geh, sag's ihm, du kennst dich doch aus. Bist du schon lang genug verheiratet. Was? Oh, nein, also das müsst ihr schon selber wissen. Brauchst nichts sagen, Vater. Das hat eh keinen Sinn. Ja, du sollst dem Markus sagen, was er da soll zum Versöhnen. Was er da soll? Versteh ich Mein nicht. Gott, bist du ein begriffsstutziger Ochs, du hast gehört. Was tust denn du, wenn die Kathi mit dir schimpft? Und wenn sie umdrehen noch recht hat? Hä? Ach so. Hä? Ach so, ja, also passt. Also da gehe ich hin zu ihr, gell? Ganz nah, schau's lieb an. Dann muss ich sagen, kann ich mir besser sein. Und dann nehme ich sie in den Arm und gebe ihr ein Puzzle. Genau. Ja, was ist? Ein Puzzle soll es euch geben, habt ihr es nicht gehört? Ich hab geschwind, es pressiert. Ich hab nämlich einen Mordsdurst und einen riesen Hunger. Oder braucht ihr eine schriftliche Einladung? Hä? Ja, da vor alle Leute. Vor alle Leute haben wir alle Leute. Na gut, Hubert, dreh dich um. Ja, ich darf sowas sehen. Ich bin ja schon jenseits von Gut und Böse. Aber gut, anstandshalber dreh mich auch um. Also gut, Evi, sei mir nicht böse. Ich war dumm. Ja, saudumm. Ja, saudumm. Und bitte, es tut mir leid, sei mir nicht mehr böse. Aber nur, wenn Schluss ist mit deinem blöden Tabak. Ja, ich schwör's. Was? Auf deine Schwür gebe ich nichts. Warte, du Verlogener. Also gut, ich versprich das. Aber jetzt sag mal endlich, was das Backerl hast. Frag nicht so viel. In Sicherheit. Die Polizei kann sie jedenfalls nicht finden. Lang schon. Man, für die erste Versöhnung war das ganz anständig. Was sagst du, Hubert? Hubert, jetzt kannst du wieder umdrehen. Die zwei sind doch recht talentiert, oder? Ja, ich meine halt, wenn sie ein paar Jahre lang üben, gell? Dann meine ich, kann mir was Gescheites rauskommen dabei. Ja, der Markus. Jetzt ist er ja endlich da. Ja, jetzt ist er endlich da, mein Markus. Ja, da, schau her. Grüß Gott. Hast uns aber recht lang warten lassen. Na, du Batschi, du, was ist? No, was ist jetzt? Bist du jetzt schon Doktor oder nicht? Ja, also wisst, das ist, Also wir. Was nachher? Ja oder nein? das ist alles nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Und wir wissen schon von deiner Mutter, dass du eigentlich aufhören möchtest mit dem Studieren, gell? ja, das wird das Beste sein. Es tut mir leid, Evi, aber... Ja, nein, aber mir tut's nicht leid. Ich hab ja immer schon gesagt... Teres, erspar uns einmal, dass wir mit anhören müssen, was du schon einmal gesagt hast. Das wird nicht gut gehen. Weil wenn die einmal nicht recht kriegt, dann reißt es. Aber wenn's mich reißt, dann fällt das größte Drum auf den auf, gell? Die Teres war nicht sie selber, wenn sie nicht schimpfen kann. Schimpfen, beschimpfen, mei! Ihr sollt doch wissen, wie das klingt, wenn ich schimpf. Na, ich hab immer schon gesagt,
Der Markus, der gehört in die Landwirtschaft. Der hat das richtige Zeug für den Bauern. Ja. Und heute bist du gekommen, um die Evi anzuhalten, oder? Also, eigentlich ist er ja nur gekommen wegen seinem Packen. Ja, genau. Die Gelegenheit, die wollte ich beim Schopf packen und wollte die Evi fragen, ob sie mich vielleicht heiraten will. Ah. Ja, mich fragt doch niemand. So denn, du bist doch schon verheiratet. Also, was ist Evi? Weißt ja, freilich. Oder hast du gemeint, dass ich Nein sage? Also irgendwie hätte sie das gehört, dass ich auch gefragt werde. Ja, gib nicht auf, ha? Naja, ich wollte sie eigentlich schon viel früher fragen, aber wir haben ja nicht gewusst, ob bei Therese nicht was dagegen hat. Was ich habe in dem Haus sowieso nichts zum Sagen. Nein. Und dann habe ich doch immer schon gesagt. Und wie immer hast du recht gehabt. So ist es, ja. Der Rein. Grüß euch gut, ohne wieder. Ja, was ist das? Verpasse ich vielleicht eine Feierlichkeit? Du, wer hat denn die gerufen, hä? Ein Schorsch braucht man nicht rufen, das ist kein Hund. Der Schorsch ist immer da, wenn man ihn braucht. Und immer dienstlich, gell? Dienstlich, dass er nicht lacht. Meinst du, ich weiß nicht, dass er da heimlich immer einen Schnaps bringt, hä? Falsch. Da täuscht dich. So, dann bringt er da was anderes. Aber da passt's auf, ich bring das nur raus, da könnt ihr euch verlassen. Kathi, was ist es mit der Brotzeit? Komm sofort. Komm, bleib da. Der Markus hat eben um die Eva angehalten. Ja, was? Denn ja, Markus, ja, dann darf man ja gratulieren, gell? Erste Tag, das ist ein Gern Und mir muss man nicht gratulieren. Ich muss jetzt erst einmal herausstellen, ob der überhaupt was taugt. Ne? Dann kann ich immer noch gratulieren. Für die habe ich was, und zwar mal was Amtliches. Ja. Markus, ich gratuliere euch ganz herzlich. Schauen wir mal, was da wieder wollen von mir. Da muss ich. Ja, das darf doch nicht wahr sein, glaubst du das? Wieso, was ist denn? Na, da lies. Hat sich durch einen Übermittlungsfehler bei der Kandidatenaufstellung ergeben, dass die Mehrheit mit einer Stimme auf Herrn Hubert Kreuzpointner als Kandidat liegt. Hubert! Ich glaub's nicht, ich glaub's einfach nicht. Ich glaub's erst, wenn es in der Zeitung drinsteht. Na, dann darfst du zum Bürgermeister gratulieren. Ich gratuliere dir mal auf alle Fälle. Ich freue mich, dass du es so weit geschafft hast. Du. Weißt du, was ja mich am meisten freut? Dass die Therese doch nicht recht hat. Da wird's lang hinbeißen. Sag einmal, wo hast du denn das Backerl eigentlich versteckt? Das wirst du noch merken. Du Schorsch, gell, dass du mir für Jahr wieder einen solchen Tabak bringst, da mit dem englischen Aroma. Dann mit dem anderen brauchst du dich gar nicht mehr sehen lassen, gell, sag ich dir. Das ist ja direkt ein Jungbrunnen. Wenn ich noch grad wissen darf, was das für einer war, die Schachtel hast du nicht mehr. Du, und ein Aroma hat der gehabt, gell? Und eine Wirkung. Gell, Kathi? Bist nicht verstanden? Aber ich ja da. Also wenn dir an meiner Freundschaft gelegen ist, bringst du mir genau wieder so einen Tabak, gell? Du, nach dem ersten Pfeiferl habe ich meinen Reis Matthias nicht mehr gespürt. Weißt du jetzt, wo der Tabak ist? Na, sag, dass das nicht wahr ist. Doch.